La 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 la. So, erstmal den Geräuschepegel hier runterdrehen, wa? Dann hörst du die Glocken im Hintergrund läuten, läuft. Servus Mara, servus Olli. Olli, schreib dir morgen. Wir müssen mal einen Termin finden. Aber ich habe mich schon schlau gemacht, welches Tool wir so brauchen. Beziehungsweise welches Tool du brauchst. Ich weiß, du bist allein mit Kevin. Nee, Kevin nicht, du hast ja eine Tochter. Ich weiß ja nicht, wie sie heißt. Ich werde nachher wahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn du Zeit hast. Ich bin sehr müde heute. Aber wir gucken mal, was so geht. Max Albert, Servus, Servus, ja. Ich sag ja, Müdigkeit. Kickt rein. Victor, Servus. John, Servus. What's up? Mahlzeit. Ja, schicke ich dir morgen mal. Ist kein, du brauchst nur so einen Link auf so eine Internetseite und dann kann ich das einfach im OBS einfügen und so weiter. Aber kriegen wir alles hin. Ich habe mich da nur schon mal schlau gemacht. Das wollte ich damit sagen. Es geht also was vorwärts. Emil, Servus. Kriegen wir hin, das denke ich auch. Ja, ich starte mal ganz locker rein, ne? Wenn alle Stricke reißen, mache ich Kommentare gleich. Ich weiß nicht, wie der eine oder andere von euch das Spiel gegen Hoffenheim gesehen hat. Könnt ihr natürlich auch hier in den Chat ballern. Ansonsten haben wir natürlich noch das Thema Kimmich nicht mit im Trainingslager, war? Weil 4. Kind auf dem Weg. Läuft, glaube ich, für den Josh echt gut. Ist ja Teambuilding-Trainingslager und unser Obermufti ist nicht dabei. Ja. Montag zum Yoga. Ja, aber ab einer gewissen Zeit hast du doch Zeit montags auch, oder? Oder montags gar nicht? Ich meine, wenn du gerade noch hier bist. Aber wie gesagt, ich schreibe dir morgen einfach mal. Ja, da würde ich sterben, Victor. Ich bin so ein Football-Fan, dass ich gestern Nacht und heute Abend und Dienstagmorgen Football schaue. Und danach gehe ich um 7:15 Uhr arbeiten. Victor, hast du meinen Respekt für. Rodan, hi. Ja, ist doch okay. Oli. Wird doch passen. Können wir schon hinkriegen. Nee, ich gucke auch gerne Football, aber ja. Der Zeitfaktor, ne? Howie, servus. Nee, krass, ich habe heute 5 Stunden gepennt und ich fühle mich als, keine Ahnung, wahrscheinlich, als wenn so ein Normalsterblicher 2 Stunden schläft. Tot halt. Ja, alles gut, Olli. Ne? Also das würde ich dann schon so anpassen, dass ich, keine Ahnung, kann ich ja mal kurz drauf eingehen. Würde dann so 19:30 anfangen anstatt 18 Uhr, macht dann so bis 21 Uhr hier den Alleinunterhalter und danach kann man dann nochmal 1,5, 2 Stündchen so unsere Plauderrunde machen. Das sollte nicht das Problem sein, ne? Alles gut. Was sind unsere Wunschspieler? Ja, da bin ich mal gespannt. Können die Leute mal raushauen? Können die Leute mal raushauen? Was hier für Wunschspieler gibt. Ja, Olli, alles gut. Ich weiß Bescheid. Ich bin kein Fan von irgendeiner Footballmannschaft. Ich finde den Sport nur cool. Aber ich bin da nicht irgendwie groß im Thema und sage jetzt, ich bin hier, was weiß ich, Fan von da und da. Nee, das nicht. Aber ist ein cooler Sport auf jeden Fall. Einen von Spiel auf die jungen Talente setzen. Ja, Olli, nimm das doch jetzt nicht hier wieder alles weg, vorweg. Ich dachte, jetzt kommen hier mal ein paar Namen, so, weißt du? Bild. Nee, Wunschspieler habe ich persönlich habe eh keine Wunschspieler. Wie gesagt, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, so
klar, wir können jetzt so, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel Palhinha mal. So, du kannst dir immer angucken, sportlich, kannst du sagen, jo, der passt, der ist es, so einen brauchen wir. Und dann ist das menschlich ein Wichser, der absolut gar nicht ins Team passt, weil er, was weiß ich, wie drauf ist. So, das können wir halt immer schlecht beurteilen, ne? So von draußen gesehen. Von daher halte ich mich da immer zurück mit so Wunschspieler-Gedöns. Wie gesagt, ich gucke immer so, wenn irgendwas fix ist, so wie jetzt mit dem Dyer, ja, mal abwarten. Dann kann man den mal ein bisschen beurteilen, wenn er ein paar Wochen da ist, aber was willst du dir jetzt irgendwelche Wunschspieler ausmalen? Also, es wäre schön, dass, wenn wir Spieler verpflichten, die charakterlich passen und die Bock haben auf dem FC Bayern. So, das ist so das Credo, was ich vertrete. Also, und nicht die Leute, die kommen für 20 Millionen plus und wenn sie 12 verdienen und nicht die Schnauze voll haben und noch auf 17, 18 hoch wollen, 2 Jahre später. Das fände ich schön, ja. Da müssen wir mal wieder hinkommen. Dann sehen wir auch mal wieder besseren Fußball, denke ich. Weil die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim ja echt ansehnlich war. Lag aber auch daran, dass das Hoffenheim nicht mehr so defensiv gespielt hat. Oder? Aber so Wunschspieler, nee. Ein rechter Verteidiger wäre gut jetzt in der nächsten Woche, ja, das wäre noch gut. Oder man müsste halt sagen, hier, Talent rein ins kalte Wasser. So. Ja, Theo Hernandez, ja, ist ja auch schon länger bei uns im Gespräch. Mal abwarten, mal abwarten. Bin auch noch nicht sicher, dass der Davis geht. Also wie gesagt, so eine Gerüchte haben wir ja öfter mal. Ne? Ist jetzt auch nichts Neues. Überlegt mal, wie oft ein Ribéry weg war, wo er noch bei uns war. War ja auch jedes Jahr geht er da und dahin und ist auch nie was passiert. Alles gut. Immer mal abwarten. Ich meine, jetzt die Leistung war gut vom Davis gegen Hoffenheim, aber die Leistung vorher, ja. Also wenn die Real Madrid gesehen hat, dann denken die sich auch, nee, lass mal besser. Also von daher, ne? Zu viel Eusgrad? Ja. Ja, Hobby. Ja, das ist. Wie gesagt, so transfermäßig, I don't know. Da sind ja gerade wieder, wir sind ja an 20.000 Spielern dran und ach, hör mir auf. Weiß ich auch nicht. Ja, Roland, wenn ich mir echt einen Wunschspieler aussuchen müsste, so würde ich auch so ein Wirtz nächstes Jahr echt, würde ich auch nehmen, ja. Bin ich bei dir. Deutscher Nationalspieler und ja, wird reinpassen, ne? Hat's drauf, definitiv. Sofern er denn auch richtig Bock auf den FC Bayern hat, ja, dann gibt's auch nichts zu überlegen eigentlich. Cancelo fand ich auch ziemlich geil bei uns, ja. Weil man nie so, beziehungsweise auch wie, was er so gesagt hat, man hatte ja immer so das Gefühl, dass der FC Bayern nur die zweite Wahl war, so, ne? Er wollte eigentlich nach Barca oder was das damals war. Weiß ich nicht. Aber fußballerisch war es auf jeden Fall eine Kanone, Alter. Es hat uns halt das, was uns gerade fehlt, so ein bisschen, ne? Was Guerrero jetzt so ein bisschen reinbringt, ja, diese Ballsicherheit. Aber ja, ist uns schon abgegangen. Ich will gerne einen Spieler sehen, der gute und präzise Flanken schlagen kann. Am besten auf Kane. Der ist gut, ey. Das Problem ist ja, da müssten wir ja erstmal die Strategie fahren und mit Flanken spielen. Man hat ja das Gefühl, dass wir das gar nicht wollen. Ich meine, jetzt spielen wir die Ecken ja auch noch kurz. Also, wir sind ja jetzt schon bei Guardiola angekommen. Wir schlagen ja schon keine Ecke mehr. Aber hat immerhin Erfolg gebracht, ne, gegen Hoffenheim. Aber so Flanken ist ja nicht mehr unser Spiel irgendwie, ne? Diese Saison. Also relativ wenig.
Gegen Hoffenheim war die erste Flanke vom Kimmich, Alter, in der 75. oder sowas. Was man als Flanke betiteln konnte. Verstehe ich leider auch nicht so ganz, weil so kopfballschwach sind wir jetzt eigentlich auch nicht. Also ich glaube, also mein Take ist, König Joshua wird verlängern. Spätestens im Sommer wird die Verlängerung kommen. Von König Joshua. Wenn man das mal so interpretiert, was der Freund so von sich gibt und so, glaube ich, das wird so kommen. Weil ich glaube einfach, der Josh hat gar keinen Bock woanders hin. Der will einfach gar nicht weg. Das ist ja auch okay. So, seine Familie lebt hier, 4 Kinder. So, willst du dann unbedingt raus aus der Wohlfühlzone? So, wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Mukiele würde ich auch feiern, ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen bei uns. Und vor allen Dingen ist das auch mal einer, der Mazraoui immer unter Druck setzt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, so in der Winterpause Spieler verpflichten. So, das muss der Verein muss Paris erstmal gucken, dass die einen rechten Verteidiger kriegen, weil der rechten Verteidiger ist auch beim Afrika Cup. Ja, dann, so. Gibt Paris den Spieler natürlich nicht frei, ist ja logisch. Ja. Das sind so wieder die Problemchen, die wir haben. Fonsi bleibt, ja. Also, wenn man das so ein bisschen rausgehört hat beim Tuchel, glaube ich auch, er würde eher lieber Fünferkette spielen, oder? Jetzt mit dem Dyer, der ist ja auch eher so der zentrale Part in der Dreierkette. Ich glaube, dann ist auch wieder ein bisschen mehr Offensivgeist für den Fonsi da. So. Also von daher kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich glaube, der Fonsi hat einfach keinen Bock gehabt. So, ne? Ich meine, jetzt durfte er ja auch wieder ein bisschen mehr offensiv gegen Hoffenheim. Aber ich glaube vorher so, dass er so eingebremst wurde, was den Offensivdrang anbelangt. Ich glaube, da hat er nicht wirklich Bock drauf gehabt. Aber wenn Tuchel da vielleicht umdenkt in Zukunft, mal gucken. Ich bin gespannt. Hobby. Eieiei. Paar Stunden schöne, heile Welt. Das wäre schön, wenn wir schöne, heile Welt hätten, oder? Ach, Haubi. Ich danke dir für die netten Worte auf jeden Fall. Frank ist kein Davies. Frank hat Bayern im Herz gehabt. Das ist richtig, ja. Das weiß man bei Fonsi aber auch nicht, oder? Kann man das ihm irgendwie unterstellen, dass er das nicht hat? Ich glaube nicht. Er selber hat sich ja noch nie dazu geäußert, zu den ganzen Gerüchten. So, die kommen ja immer durch die Medien oder durch seinen Berater mal auf. Weiß ich nicht. Ist immer schwer zu beurteilen, so, wenn der Spieler selber nichts sagt, so, weißt du? Davies will gehen, danke. Der hat nicht die Bindung zum Verein wie Frank. Außerdem sieht, glaube ich, da der Berater ziemlich viele Dollars kommen. Davies ist leider auch kein sportlicher Verlust. Ja, das ist ja, was ich sagte, ne? Es sind halt oft so die Berater, ist ja logisch. Die ziehen sich da 10-15% bei so einem Wechsel rein. Ist klar, dass die da Interesse haben, dass ein Spieler alle 3 Jahre wechselt, ne? Da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Sportlich, nee. Diese Saison wäre er wirklich kein Verlust. Ja, muss man leider so sagen. Wie gesagt, gegen Hoffenheim war es gut. Da war echt ein Aktivposten, ne? Muss man schon so sagen. Aber wenn du die ganze Saison jetzt siehst, wäre er sportlich wirklich kein Verlust für uns. Rob, moin, servus. Was gibt's Neues? Dein Gefühl sagt, dass nicht mehr viel passiert im Winter. Ich glaube, wir holen noch einen rechten Verteidiger. Die Frage ist nur, aus welcher Kategorie. Ich glaube schon. Es sei denn, ich meine, Kimmich hat es ja angedeutet, ne? Kimmich ist bereit, Rechtsverteidiger zu spielen. Hat mich ja ein bisschen überrascht. War zwar eher, glaube ich, auf die Nationalmannschaft die Frage bezogen. Aber er hat gesagt, er spielt da, wo der Trainer ihn hinstellt. Ne? Hat er gesagt. Auch wenn er sich nicht als nicht für ihn die beste Position sieht als Rechtsverteidiger, aber er hat da auch kein Problem mit, einen Rechtsverteidiger zu spielen, hat er gesagt.
Also, wer weiß. Wenn wir keinen Rechtsverteidiger kriegen, vielleicht kommt da mal der Take. Ja? Weil Goretzka ist ja auch wieder frei. Ne? Ist ja jetzt fürs Mittelfeld wieder frei. Durch Eric Dyer. Beste Aussage vom Tuchel. Der Goretzka ist wieder frei. Ne? Der darf jetzt wieder Mittelfeld spielen. Also von daher. Das war witzig, Alter. Ja, wie gesagt, man kann das auch nicht ernst nehmen. Dijan, da bin ich ganz bei dir. Immer diese. Deswegen bin ich da auch keiner, der da irgendwie diese ganzen Namen da irgendeine Meinung zu hat. Ja, jetzt mit Mukiele und so weiter. Ist natürlich ein bisschen heißer die Spur, da kann man mal drüber reden. Aber ansonsten, diese ganzen 20.000 Namen, die da sind und hier, der wechselt und der geht und hier und da, bin ich auch kein Freund von. Dennis, servus. Dyer hat heute Geburtstag, ja. Guck mal, 30 Jahre, beste Fußballeralter, läuft. Ich bin nur gespannt, was das irgendwie für die Vertragssituation da ist. Hat sich ja keiner wirklich zu geäußert, oder? Der ganze Bild. Man muss nicht immer Spieler kaufen, denn im FCB-Campus sind genug gute junge Leute. Nur der Trainer muss auch mal ins Risiko gehen. Sonst bekommen die in die Spielpraxis. Ja, aber das ist ja nichts Neues. What's up? Aber ich glaube, Tuchel ist da auf dem, der hat da so ein bisschen eine kleine Diskussion mit dem Verein geführt, glaube ich. Ich glaube, wir werden in der Rückrunde mal eher auch den einen oder anderen jungen Spieler mal ein bisschen Spielzeit geben. Zumindest habe ich die Hoffnung. Sah ja gegen Hoffenheim zumindest so aus. Frimpong, Zubimendi und Wirtz wäre super. Ja. Warten wir mal ab, was der Tuchel jetzt in der Rückrunde aus der Mannschaft macht. Ne? Mal abwarten. Vielleicht kriegt er bei dem einen oder anderen Spieler die Kurve. Dass er den auch mal ein bisschen besser macht, anstatt eher ins Gegenteil. Mal abwarten. Also Hoffenheim fand ich jetzt gar nicht so schlecht, das Spiel. Wir haben auf jeden Fall mal ein paar Ansätze gesehen. Und wenn er jetzt ein tolles Trainingslager da macht, jetzt die Woche, ne, taktisch da ein bisschen was einstudiert und so. Und wie gesagt, mit dem Dyer, vielleicht sehen wir jetzt echt mal eine Dreier- bzw. Fünferkette. Mal abwarten. Am Super Bowl am 12. Februar habe ich definitiv Urlaub. Ja. Super Bowl, größtes Sportevent der Welt. Ja. Was machst du mit Musiala dann? Ja, warum sollen die denn nicht beide zusammen spielen können? Spielen dann das ja Mannschaft auch beide zusammen. Wir spielen doch eh nicht über Außen. Unsere Spielweise ist doch nicht mehr wie mit Robberie. Ist doch nicht mehr, dass wir sagen, wir spielen über Außen und mit Hinterlaufen und so. Doch an, der Sané zieht nach innen, der Coman zieht nach innen. So. Jetzt spielen wir ja sogar mit Müller, der ist ja auch jetzt nicht der Außenspieler groß. Also da sehe ich ja gar kein Problem. Kannst doch mit zwei, keine Ahnung, wie möchtest du es dann nennen? 2 Zehnern spielen? Der Wurst, wie du es nennst. Also. Da sehe ich gar kein Problem. Ich glaube, selbst in Musiala oder in Wirtz können auch mal auf einer Halbposition an der Außenbahn was machen. Also. Da sehe ich nicht das Problem. Ribéry kannte ich damals gar nicht so. Den kannte ja keiner. Also, da müssen wir uns ja jetzt nichts vormachen, oder? Oder vielleicht 5%. Da muss sich jetzt ja keiner hier hinstellen und sagen, oh, der Ribéry kannte ich aber. Den habe ich im Fokus gehabt. Also, ne? Mit Sicherheit nicht. Das war ja für alle eine Wundertüte. Ja, und Martinez bei Bilbao. Ja, wer hat denn Bilbao so auf dem Schirm, ne? Klar, hast du da schon mal ein bisschen mehr von gesehen gehabt, vielleicht. Aber dass wir dann da, was waren es, 40 Mille, glaube ich, damals, ne? Das war richtig viel Kohle. Hat ja auch keiner mit gerechnet, dass der dann so einschlägt. Gut, Rauben wusste man natürlich, ne? Ja. Mansfield Dude. Vielen lieben Dank. Unterm Strich stecke ich aber auch zu wenig drin, was Spiel angeht. Ja, ist bei mir genauso. Dafür gucke ich einfach zu wenig andere Mannschaften.
um da richtig drin zu sein. Und wie gesagt, dank unserer tollen Nationalmannschaft habe ich auch so die letzten EMs, WMs nicht wirklich verfolgt. Also immer ein bisschen schwierig. Talentierter IV, 18 Jahre alt. Ei. Wo soll der denn spielen bei uns? Wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft erstmal 2, 3 Jahre. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Kimmich verlängern wird. Ich glaube, der will gar nicht weg. Der will nicht weg. Da müsste der Tuchel schon hart umschwingen, ey. Aber die Frage ist ja, ob der Tuchel überhaupt nächstes Jahr noch Trainer ist, oder? Ich finde die oder Dyer auch eine solide Verpflichtung. Also, mein Gott. Wenig Risiko, kannst nicht viel verkehrt machen. Wird gleich ein bisschen eingeführt vom Heavy. Also ist nicht so, dass er jetzt, was weiß ich, welche Anpassungsprobleme haben wird. Bin gespannt. Ich glaube, so vom Typ her kann er uns schon auch nochmal ein bisschen Feuer geben, ne? Matthias, moin. Bin neu hier. Bin Rot-Weiß-Essen-Fan und Werder. Kann man denn Rot-Weiß-Essen-Fan und Werder sein? Ist ja wild. Also Rot-Weiß-Essen kenne ich einige, ja. Ist also geborener Essener und lebst in Bremen oder wie? Oder andersrum? Offensive kann, wenn ja auch nix, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, heute wurde Eber geholt, weil Florian Plattenberg, Platten vom Kopf, das behauptet, oder was? Deswegen wurde Eber geholt, oder wie? Wenn erst Ende Februar eine Vorstandssitzung stattfindet, wo das dann bestätigt werden muss vom Vorstand. Deswegen hat der Plettenberg jetzt schon gesagt, dass der Eber verpflichtet wurde. Ja, nee, ist klar. Kann man richtig, ist sehr, 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 sehr verlässlich, diese Aussage, bin ich mir auch sicher. Echt, Alter. Also das ist wieder so eine Schlagzeile, die kannst du zusammenknüllen und in eine Pfeife rauchen, Alter. Ist halt lächerlich. Dass der Eber sehr wahrscheinlich kommen wird, ja, das haben wir ja schon vor einem halben Jahr gesagt. Ne? Aber das jetzt irgendwie in der Presse darzustellen, als wäre da jetzt irgendeine Entscheidung gefallen, ist halt Schwachsinn. Weil wie gesagt, der Aufsichtsrat muss erstmal abstimmen. Ich hoffe, dass wir mal eine Dreierkette sehen, beziehungsweise Fünferkette. Aber vielleicht sehen wir dann auch mal wieder eine Flanke. Oder ein paar Flanken mehr, so, weißt du? Boah, der Balken ist weg. Hör auf, ey. Bisher haben wir bei allen Spielern, die bis zuletzt um die Verträge gepokert haben und die wir dann fürstlich entlohnt haben, in die Scheiße gegriffen. Besonders Gucci Gnabry fällt mir da ein. Ja, ist richtig. Aber deswegen haben wir ja jetzt eine neue sportliche Führung. Und wenn der Eber kommt, ich denke mal, da wird es auch nochmal, der wird sich ja auch nicht für doof verkaufen lassen. Der hat halt einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung, wie es so ein Brazzo hatte und sowas. Und ja, mal abwarten. Ich denke, der Freund hat da auch noch ein bisschen andere Einstellung. Von daher mal abwarten. Und ja, wir müssen die Spieler endlich irgendwie loswerden. Hört sich hart an, ne? Aber ja, diese Knabrys und Komans, die einfach überdimensional viel Geld für ihre Leistung verdienen, ist halt schon wild. Kimmichs Interview war gut. Freitag ist halt viel durch die Medien. Warum sollte er auch nicht rechts hinten spielen? Ich weiß es nicht, warum er das nicht sollte.
Ich sag das seit einem halben Jahr, dass er bitte rechts hinten spielen soll. Dann wäre doch alles gut bei uns. Wir hätten einen ordentlichen rechten Verteidiger, wenn er da mal ein bisschen länger spielt, hat er vielleicht auch mal wieder Bock drauf und dann kann er auch wieder ein sehr starker rechter Verteidiger werden, was er ja war. Und wir hätten endlich mal, zumindest für mich persönlich, ein sehr wahrscheinlich ein stabileres zentrales Mittelfeld. Ja? Und dass er als Rechtsverteidiger auch viel Einfluss nehmen kann aufs Spiel, haben wir damals beim Philipp Lahm gesehen. Ne? Also. Aber anscheinend sehen die hohen Herren das halt anders. Gnabry kommt auch zurück. Ja klar kommt er zurück. In bestechender Form, denke ich. Ich denke, der wird uns richtig weiterbringen. Sarkasmus an und so, ne? Also Gnabrys Zeit ist bei uns abgelaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Nächstes Jahr kommt der Zaragoza. So, wenn der nur ein bisschen einschlägt, ein bisschen Bock hat. Also Gnabry müsste sich schon um 360 Grad drehen, damit der nochmal bei uns irgendwie auch nur ansatzweise, keine Ahnung, der Vertrag verlängert wird oder sonst was. Also, da müsste der erstmal wieder Bock haben. Obwohl, das wird er ja dann wieder, wenn der Vertrag kurz vorm Auslaufen ist, dann muss er ja wieder ein bisschen Gas geben. Bin gespannt. Aber mein Take ist, der Gnabry ist durch bei uns. Ich glaube auch, dass Tuchel, was junge Spieler angeht, eine Ansage bekommen hat. Ja, eine Ansage weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass die mal zusammengesessen haben, ne? Dass da mal irgendwie ein bisschen was getalkt wurde, so. Muss ja auch. Also der Verein hat es ja klar positioniert die letzten Monate, in welche Richtung es gehen soll. So, und dann wurden die Talente gnadenlos abgestraft und ignoriert in der Hinrunde. Also da muss sich jetzt halt einfach auch ein bisschen was ändern in der Rückrunde. Ansonsten wird ein Tuchel am Ende der Saison kein Trainer mehr sein. 100 Pro, egal ob er Titel holt oder nicht. Dann wird er kein Trainer mehr sein, wenn er die Jugendspieler gnadenlos wieder wegignoriert in der Rückrunde. Bin ich mir sicher. Das Spiel gegen Hoffenheim fand ich alles andere als ansehnlich, aber gut. Ja, die erste Halbzeit war ziemlich langweilig, wobei ich ganz gut fand, dass wir so hoch gepresst haben und die Bälle ziemlich schnell zurückerobert haben. Aber zweite Halbzeit fand ich sehr unterhaltsam. Fand ich okay. Viele Torchancen auf beiden Seiten. Ja. Dass da noch viel Sand und viel Luft nach oben war, Logen. Ja, keine Frage. Aber fürs erste Spiel alles gut. 3:0, was soll man meckern? Mansfield Dude, nochmal vielen lieben Dank. Wenn bei Leverkusen neben ihrer Klasse auch noch Dusel dazu kommt, wie in Augsburg, sehe ich schwarz für die nächste Meisterschaft. Naja, was heißt denn jetzt Dusel? Ich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe da nur die letzten Minuten gesehen, habe das Tor halt gesehen. Ja, aber wenn Augsburg nicht einen Schuss aufs Tor hatte, aufs Leverkusener Tor, ich glaube, dann brauchen wir auch nicht von Dusel reden, oder? Würde ich jetzt so behaupten, ne? Also dann war wohl nur eine Mannschaft am Spielen, oder? Wie gesagt, ich habe es leider nicht gesehen. Könnt ihr ja gerne hier mal reinschreiben, wenn es einer von euch gesehen hat. Aber dann von Dusel zu reden, fühle ich halt auch nicht. Und ja, wenn du solche Spiele gewinnst, ist wie bei uns immer. Solche Spiele musst du halt gewinnen, wenn du Meister werden willst, ne? Ist halt so. Niklas, servus. Producer, servus. Okay, da würde ich feiern. Ja, mal abwarten, ne? Würde ihn auch feiern. Könnte passen. Obwohl er auch defensiv jetzt nicht so ein Ungeheuer ist, ne? Aber dafür ein bisschen mehr Feuer nach vorne, ne? Was bedeutet der Wechsel von Eber zu Bayern? Für Tuchel. Eber hat ja bisher eigentlich auch nur Junge verpflichtet und hat ebenso dieselbe Philosophie wie Christoph Freund. Ja, das ist ja, was ich gesagt habe, die ganze Zeit gesagt habe. Tuchel muss sich halt ein bisschen umstellen bei uns jetzt.
So, aber das hat ja nichts unbedingt mit dem E-Ball zu tun. Das hat aber, der E-Ball ist, glaube ich, halt schon einer, der so klare Kante ist. Ich glaube nicht, dass der ein Problem damit hätte, zu sagen, so, das passt jetzt nicht von der Philosophie und wir trennen uns so, ne? Schockverliebt, Niklas, das ist nicht gut, ey. Dann bist du beim nächsten Stream nicht mehr schockverliebt. Wir wissen, was nach schockverliebt kommt. Wenn Leverkusen die Rückrunde so spielt wie die Hinrunde und wir dann Zweiter werden in der Meisterschaft, wäre das für mich als Fan auch in Ordnung. Es geht immer um die Art und Weise und mit unserem jetzigen Punktestand wären wir in den letzten Jahren eine Fernglaslänge vorn gewesen. So ehrlich muss man sein. Ja, na klar, Ambu, ist das okay. So. Wenn der Mannschaft gut spielt, was Leverkusen nun mal tut, und die am Ende dann Meister werden, dann ist das so, dann ist das auch verdient. Aber wir sind einen Punkt dahinter. Ja, sofern wir das Nachholspiel gegen Union siegreich gestalten. Das wissen wir ja dann im Laufe der nächsten Woche. Und dann sind es nochmal 2 Spiele und dann spielen wir gegen Leverkusen. Und wenn wir dann in Leverkusen gewinnen, dann sind wir vor Leverkusen. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Also kann man doch alles noch nicht sagen. Ne? Also immer mal abwarten. Ich würde Sané und Musiala über außen kommen lassen und wir zentral. Na, Musiala ist für außen zu schade, finde ich. Wie gesagt, so einen fröhlichen Wechsel würde ich dann schon fühlen. Das ist ja, was uns immer so ein bisschen, obwohl das auch schon ein bisschen besser geworden ist jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, dass wir mal ein paar Rochaden da vorne durchführen, ne? Also Musiala kann mit Sicherheit auch über außen sich durchsetzen, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Aber in der Mitte ist es natürlich eher, kommt aber immer drauf an, so wie es gegen Hoffenheim war, wenn die Mitte halt so zugepflastert ist, dann kann es auch Musiala und Wirtz heißen und wir es da nicht durchkommen, Alter. Da muss man halt schon so weit sehen, dass man auch über außen was machen kann. Einer für die Abwehr sollte am besten noch kommen, am besten rechter Verteidiger. Ja, wenn Kimmich, es sei denn Kimmich macht das, ansonsten gehe ich auch davon aus, dass noch einer kommt. Gehe ich von aus. Freund ist echt ein guter Transfer. Ja, das werden wir sehen, ne? Wenn wir das natürlich durchziehen, wie wir es kommunizieren, so mit auf Talente setzen und vielleicht, was heißt Talente? Ich meine, wenn Zaragoza holst mit 22, ist der jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt ein Talent. Aber ja, der gibt uns halt ein ganz anderes Spektrum an Spielern irgendwo, ne? Wo wir sonst vielleicht nie so den Fokus drauf hatten. Mazraoui viel besser als Kimmich Rechtsverteidiger, das glaube ich nicht. Also ich fand Mazraoui bisher sehr schwach in dieser Saison. Also unter Tuchel habe ich den noch nicht einmal wirklich richtig stark gesehen. Fand ich ihn unterm Nagelsmann um Längen besser. Was ein bisschen schade ist, weil das kann, hat er ja unterm Nagelsmann gezeigt. Also. Aber dass er besser ist als ein Kimmich als Rechtsverteidiger, glaube ich nicht. Aber gut, ist auch immer Ansichtssache. Sollte Eberl kommen, haben wir ein neues Kahn-Bratze-Duo mit Eberl und Freund. Ja, hoffen wir es, dass sie klarkommen, ne? Der Eberl und der Freund. Wäre halt schade, wenn der Freund dann keinen Bock mehr hat und sich verdrückt, ne? Werden wir mal abwarten. Nee, ach, den Knabri ist auch nicht los. Knabri kommst du mit seinem Vertrag nicht mal bei Rudis Resterampe los. Wir haben zu viele Spieler, die irgendwo immer mit ihren Bestleistungen viel versprochen haben, es aber nicht abrufen. Früher hat man bei Gnabry und Sané und mittlerweile leider Davis immer gesagt, ja, die sind jung, haben aber viel Potenzial und Talent. Aber die sind alle irgendwie nur ein Talent geblieben. Das ist einer unserer vielen Probleme in der Mannschaft. Jo. Das erinnert so an Michael Sternkopf zum Beispiel. Nur das Problem ist, den Sternkopf hast du halt dann nach 2 Jahren wieder abgegeben und hast nicht gesagt, komm, jetzt bist du einer unserer Topverdiener. So wie es beim Gnabry der Fall war. Weil der Gnabry mal 4 Tore gegen Tottenham geschossen hat. Und dann danach wieder 12 Spiele abgetaucht ist. So ein Ding halt.
Schade, dass Tuchel unsere Außenverteidiger nicht zutraut. Gerade von Davis und Leimer kommt zu viel zu. Ja gut, Leimer als Außenverteidiger können wir aber auch echt knicken, ne? Muss man fairerweise sagen. Weil da tut der Conny mir echt schon leid, dass er da spielen muss. Und Davis, wie gesagt, gegen Hoffenheim war es okay. Davor die Spiele war es wirklich schlecht. Ja. Das können wir so festhalten, auf jeden Fall, ey. Nee, hat er für mich auch nicht, Ambo. Also Mazraoui hat für mich auch kein Stammspielerniveau. Leider. Unterm Nagelsmann hat das gehabt, definitiv für mich. Ja, das hat er mich schwer begeistert. Aber unterm Tuchel, er wird da nicht richtig warm, glaube ich. Leverkusen hat sich schwerer getan als erwartet. Es war aber ein Spiel in eine Richtung. Ja gut, ist ja auch nicht so einfach, ne, wenn Gegner heiß ist und hinten drin steht und mauert und tut und macht. Ich meine, das sehen wir bei uns ja oft genug. Wir tun uns ja auch irgendwie ein Spiel schwer, ne? Und ja, die Mannschaften in der Rückrunde werden sich wahrscheinlich einige mehr auch gegen Leverkusen hinten einigeln, wie sie es gegen uns tun, ne? Also von daher. Die deutschen Handballer im eigenen Land begeistern mich auch. Na, da habe ich nichts von gesehen. Handball ist jetzt nicht so, was ich verfolge. Ich weiß das aber eine was ist das? EM, WM? Erste Mal, oder? Das erste Mal, dass wir eine austragen dürfen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Für mich schon genau das gleiche war bei Grafenberg. Da auch das Potenzial. Ja, aber denen hat man da nicht die Chancen gegeben, das Potenzial mal zu zeigen. Beziehungsweise, ja, hier hast du jetzt mal ein Spiel und dann spielst du 10 Spiele wieder nicht. So ein Ding. Ja. Aber das war ja bei jedem. Weil Kimmich und Goretzka immer spielen. Oder immer gespielt haben. Es gab keinen anderen. Wenn beide fit waren, haben immer die beiden gespielt. Egal wie gut oder schlecht sie waren. So. Hätte den Grafenberg mal 10 Spiele am Stück gegeben, hätte sie ihm mal ein bisschen Selbstvertrauen eingeimpft. Ich meine, dass er die Anlagen hat, hat er ja gezeigt bei uns. Ja. Man sieht man jetzt auch in Liverpool, was er kann. Also. Das war einfach, das war mir selber schuld, ne? Leverkusen hat glücklich, aber verdient gewonnen. Augsburg hatte gute Aktion, aber im letzten Drittel waren sie dann noch ungefährlich. Ah, okay. Ja, ist mir schon klar, dass du den Zeitpunkt meintest, Emil, aber. Was hat das mit Dusel zu tun? Das Spiel geht 90 Minuten oder 90 plus 5, wenn 5 Minuten angezeigt werden und gut. Ja. Was sagst du zu Palinja? Was soll ich dazu sagen? Der kommt ja nicht zu uns. Ist doch alles gut. Also, ganz ehrlich, wenn man kurz vor der Verpflichtung stand und dann wird ja wahrscheinlich gesagt worden sein, jo, wir werden es dann im Winter nochmal versuchen, wenn der Spieler dann zu seinem Verein zurückgeht und den Vertrag um 3 Jahre verlängert oder 2 Jahre. Ja, soll man sich dann wundern oder was? I don't know, Alter. War doch klar, dass dann der Verein sagt, ja, nee, jetzt wollen wir aber keine 60, jetzt wollen wir 80 Millionen haben. So, was erwartet man denn dann? Ja. Muss man den Vertrag nicht verlängern und dann hätten wir auch ein Argument gehabt. Aus seiner Sicht natürlich, wenn er vorher, ich weiß nicht, was er verdient hat, keine Ahnung, sagen wir mal 4 Millionen und jetzt haben die gesagt, komm, kriegst das Doppelte, ist das natürlich aus seiner Sicht schon nachzuvollziehen, ne? Aber ja. Nochmal so viel Geld für einen Spieler auszugeben, nee, hätte ich auch nicht gefühlt, sage ich euch ganz ehrlich. Dafür haben wir genug zentrale Mittelfeldspieler. Muss halt nur mal die Eier haben, mal jemand anders auf die 6 zu stellen, außer Kimmich. Ja. Punkt. Mit Wirtz und Musiala spielt es eigentlich 3-5-2 mit einer klaren Holding 6 und Wirtz und Musiala als Achter davor in der Spitze Kane und hängende Spitze Tell, die können dann im Spiel fröhlich durchtauschen. Ja, gut. Möglichkeiten gibt's da genug, ne? Also da müssen wir uns ja nichts vormachen.
Und ja, ich denke auch, ein Wirtz hat genauso die Stärke wie die Musiala auch, wenn sie ein bisschen aus der Tiefe kommen. Sternkopf hat sie die Haare schön, auf jeden Fall. Sterni war schon gut. Hat halt viel Talent gehabt, aber bei uns dann... Ach, wir haben ja viele von dieser Art gehabt. Damals, ne? Ich will den Vertrag auch nicht verlängern von Gnabry, ganz ehrlich. Also, ich denke, das wird sich auch für den FC Bayern nicht gerechnet haben damals, ne? Vertragsverlängerung. Was waren das jetzt? 3 Jahre? Die er verlängert hat? So, wo der Vertrag ausgelaufen ist, hätte man wahrscheinlich so auf 30 Millionen verzichtet, die wir gekriegt hätten wenn wir abgegeben hätten ein Jahr vorher. So, dann hast du 3 Jahre verlängert für 17 Mille. Ja, sind 51, die du ausgegeben hast für einen Spieler, der quasi fast durchgehend auf der Bank hockt. Oder verletzt ist oder keinen Bock hat. Ja, ob sich das so gerechnet hat, weiß ich nicht. Gnabry hat keine 4 Tore gegen Tottenham geschossen, aber der Helby kann sich nicht dran erinnern an das Spiel. Also ist das auch nie passiert. Ah, okay. So ein Ding. So ein Ding. Glaubst du, Kehle kommt zu Bayern? Das weiß ich nicht. Und darauf an, ob Paris einen Ersatz findet. So, aber wenn nicht Paris, wer dann? Also. Die haben ja auch kein Problem, da mal den Geldkoffer aufzumachen, die Scheiß. Moin, moin, Michael. Vielen lieben Dank. Naja, ich glaube schon, dass ein Tuchel Palhinha sehr gerne verpflichtet hätte, ne? Auch für 80 Millionen, weil es ist dem Tuchel ja am Ende des Tages egal. Ist er ja auch so gewohnt aus Paris und Chelsea. Ne? Weil wenn Tuchel, also wir müssen uns jetzt nichts vormachen. Pavlovic hat schon in der Vorbereitung zur Saison eigentlich überzeugt. In den Spielen, die man gesehen hat. So. Aber da Tuchel unbedingt halt da einen gestandenen Spieler haben wollte, hat er ihn halt komplett ignoriert. So, das ist das Thema. So, dann war Kimmich gesperrt, dies, das. Dann war gar keine andere Wahl mehr, außer den Jungen reinzuwerfen. Er hat dann performt. So, und dann waren natürlich die Argumente nicht mehr so auf seiner Seite, dass man sagt, oh, ich brauche aber unbedingt einen, der das spielen kann. Ja, ich denke mal, das war halt so dann das Problemchen. Dass er ihn dann erstmal weiter ignoriert und dann auch sogar noch schlecht redet nach dem Spiel, in der Hoffnung, dass er zur Winterpause sein ach so geliebte Rolling Six bekommt. Ja, kann man dann auch verstehen aus seiner Sicht. Ja, aber das ist jetzt halt nicht, das ist jetzt vom Tisch und bin gespannt, ob er jetzt einen Pavlovic da öfter bringt, auf dieser Posi, oder ob da Kimmich weiterhin festgenagelt ist. Mal abwarten. United möchte De Ligt im Sommer verpflichten, Bayern möchte das Geld reinvestieren auf Rayo via Plätigol. Was sagst du dazu? Ja, das wird wahrscheinlich so kommen, dass ein De Ligt wechseln wird, ne? Ob jetzt nach Manchester, nach Barca oder sonst wo, ist ja... Also ich finde es schade. Also ich fühle das nicht. Kann jetzt zum Araujo nichts sagen. Ich weiß, er kommt aus Uruguay. Ich weiß, das sind eigentlich immer knallharte Verteidiger. Vorurteile, so Schubladendenken mäßig, weiß er. Aber ob er jetzt ein Abwehrchef ist, keine Ahnung. Ich kenne den Spieler nicht. Also ich fände es schade. Ich habe einen De Ligt bei uns als Abwehrchef gesehen. Hat er ja letzte Saison auch gezeigt, was das kann. Aber irgendwie scheint der Tuchel nicht auf ihn zu stehen. Und ja, wenn du dann Tuchel als Trainer die nächsten Jahre haben möchtest, dann musst du das halt so machen. Ja. Was mega dumm wäre in meinen Augen, aber gut. Palhinha wäre eine richtige Holding Six. Ja, wir haben jetzt auch eine richtige Holding Six. Die nur spielen lassen. Eber sollte schon eine Holding Six an die Siegerstraße karren. Ich weiß auch nicht, was man jetzt alle so mit der Holding Six hat. Also. Du musst halt einfach, ich meine, die Spiele gegen Stuttgart und Dortmund haben es doch gezeigt. Du musst einfach den Kimmich von der 6 wegnehmen und alles wird gut.
Warum willst du da unbedingt, was weiß ich, wie viel an Kohle investieren? Jan Schlaudorff war auch eine Maschine bei uns, ja. Natürlich, es gibt keinen Manager auf dieser Welt, der 100% bei Transfers hat. Müssen wir uns da jetzt nichts vormachen, oder? Jan Schlaudorff. Nils Petersen kannst du nennen, obwohl der einfach nicht die Chancen gekriegt hat damals. Wie hieß er? Alan Schucker von Freiburg. Bei uns auch komplett, da gibt's ja so viele, Alter. Ja, beim Deißler hat der Hoeneß ja alles richtig gemacht. Also da war das Verhalten vom Verein ja vorbildlich. Ja, eben. Sebastian, das ist aber einfach krank. Das ist schon was anderes wie Spieler, die einfach nicht aus dem Talentstatus rauskommen. Jemand eine schwere psychische Verletzung hat, die Karriere beendet, wie bei Uli oder wie bei Deißer. Psychisch ist einfach höhere Gewalt. Ja, eben. Na, das sehe ich genauso. Und wie gesagt, das war schon vorbildlich, Alter. Ich glaube nicht, dass das unbedingt viele Vereine genauso gemacht hätten, wie es der FC Bayern getan hat. Weil da hat man schon zu der Zeit damals schon viel Geld in den Sand gesetzt. Aber da hat man halt so gesehen, für was der Verein steht, ne? Oder zu der Zeit halt stand. Dortmund ist ja aber auch kein Gegner mehr. Auf was bezogen ist. Dortmund hat doch jetzt den Sancho, ist doch wieder alles gut bei denen. Und hat den Terzig in die zweite Reihe gesetzt und passt. Guerrero auf der 8 macht das Spiel nach vorne viel mobiler. Gegen Stuttgart war ein absoluter Motor zusammen mit Pavlovic auf der Doppel-6. Wünsche ich für die Rückrunde gern öfters. Ja, wenn der Guerrero jedes Mal so defensiv mitarbeiten würde, wie er es gegen Stuttgart getan hat, dann sehe ich ihn auch auf der 8, ja. Und dass er da vorne auf jeden Fall das beste Zusammenspiel hat mit den Leuten da vorne, weil er einfach auch mal den Ball direkt spielt und sowas. Ich denke, das ist klar, ne? Guerrero leider oft zu faul. Ja, das werden wir ja mal sehen. Mal gucken. Aber ist ja... Goretzka ist doch wieder frei fürs Mittelfeld. Macht euch keine Sorgen, wir haben ja eine Alternative mehr. Wir haben noch 4 Spieler für 2 Positionen. Wenn da noch ein rechter Verteidiger kommt, ist der Conny auch wieder frei. Ist doch wild dann. Dann haben wir 5 Spieler für 2 Positionen. Also. Und dann wolltest du noch einen 6. mit einem Palinja verpflichten, oder was? Ist auch irgendwann dann vorbei, wa? Leon ist auch auf der 8 eine Maschine, wenn er den Kimmich nicht als Klotz am Bein hat und 1000 Lücken stopfen muss. Ja, weil es kommt immer ein bisschen auf den Gegner an, ne? Aber Leon könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er ein guter Sechser sein könnte, wenn er Bock drauf hätte. Weil er physisch und zweikampfmäßig auf jeden Fall stärker ist wie der Kimmich. Und alles andere hat er eh. Also. Von daher. Eieiei. Leute, ihr wisst doch, Kimmich muss spielen. Goretzka auch. Da haben die anderen keine Chance mehr. Und dann noch Conny und Palinja. Bayern wirft mit Spielern um sich. Tuchel würfelt die Aufstellung vor jedem Spiel neu aus. Aber Abfall. Vielleicht wird doch in der Rückrunde jetzt alles besser. Ne? Ja, die Licht nicht verkaufen, lieber zu unserem Abwehrchef ausbilden, zusammen mit Minje eine Waffe für die Zukunft. Naja, also Upa war ja bisher der beste Innenverteidiger, ne? Das möchte ich nochmal sagen. Also von daher. Also ich sehe das genauso, aber du musst ihn auch nicht ausbilden zum Abwehrchef. Du musst ihm einfach nur sagen, hier, do it.
Und dann wird er das auch machen, der Delicht. Also, hat er ja letzte Saison gezeigt. Aber wie gesagt, der passt Tuchel und er passen halt einfach nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Einfach andere Vorstellungen vom Innenverteidiger wahrscheinlich. Würfe sind gezinkt. Hey, ich bin gespannt. Wie gesagt, Kimmich hat die Tür jetzt aufgemacht für einen Rechtsverteidiger. Denke aber auch, er wird auch gesehen haben, so, oh Mann, oh. Pavlovic performt ja schon so. Da bringe ich mich mal lieber in Stellung. Ne? Nicht, dass ich dann gar nicht mehr spiele. Dann spiele ich lieber als rechter Verteidiger. So ein Ding wahrscheinlich. Die Sauli sollen einen Blick auf Ryan Gosling geworfen haben. Okay. Ja, auf den Guerrero, ja. Werfen auf so vielen Blicke und lass doch mal werfen, ihre Blicke. Brian Zaragoza wird uns nächste Saison alle überraschen. Der wird seine Chance nutzen. Er spielt jetzt für die spanische Nacional mit der Nummer 10. Das war ein sehr cleverer Move vom Freund. Wollen wir es hoffen? Ne? Wollen wir es hoffen? Der Trainer muss ihn halt aufstellen, weißt du? Das ist ja so das Ding. Wenn der Trainer ihn nicht aufstellt, dann bringt das ja alle nichts. Sehen wir ja bei dem einen oder anderen Spieler aktuell. Naja, Tuchel hat sich ja nicht selber aus bei Chelsea ausgewürfelt. Ne? Ich glaube, die werden es auch am Ende bereut haben, dass sie den Tuchel entlassen haben bei Chelsea. Ja klar kann ich mich erinnern. Ich war beim ersten Spiel im Stadion von Miko und Mac. Das war in Gladbach. Da haben die so stark performt, dass wir 0-0 gespielt haben. Kann ich mich super dran erinnern. Wo ich den McInally so als Typ war, der ist schon gut, aber den Mihailovic weiß ich nicht. Den habe ich ja gar nicht gefühlt. Aber ja, ich kann mich sehr gut an die beiden erinnern. Weil die mir 0-0 beschert haben. Was sich in meinen Kopf eingebrannt hat. Mike, guten Abend. Bin jetzt schon hyped auf das Meisterschaftsspiel Leverkusen-Bayern. Ja, mal abwarten, wie es bis dahin ausschaut, ne? Aber ja, ich denke, es kann ein interessantes Spiel werden. Hoffen wir es, dass es ein interessantes Spiel wird. Und bis dahin müssen wir dann auf jeden Fall aber auch hier Top Level sein. Danach nach Schalke, das weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, ich kann mich nur an das Spiel erinnern, weil ich da im Stadion war. Ich war so gehypt, so, geil, neues Sturmduo, scheiße. Und dann siehst du 0-0 Nummer, Alter. Richtig nervig. Aber die konnten sich ja beide nicht durchsetzen bei uns, also von daher. Aber ja, wir haben damals schon ein paar Kanonen aus dem Hut gezaubert, so sturmtechnisch, ne? Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Im Platz. Ja, aber das war auch eine wilde Zeit. Da haben wir auch einen wilden Kader gehabt. Ja, was willst du machen? Die Canes und Lewandowskis wachsen halt nicht auf Bäumen, ne? Ja. So ist das, ey. Glück auf! Giovanni war gut bei uns. Habe ich auch gefühlt. War halt auch kein Trainer, der dummes Zeug gedabert hat. Jeder war gehypt. Die waren wie eine Rolex vom Bazar.
Sesko finde ich sehr talentiert. Jo, warum nicht? Der Steiger kommt. Und er hat das helle Licht bei der Nacht. Aber wir sind ja nicht auf Schalke hier, ne? Leute, was ist los mit euch? Ist ja frech, ey. Ist ja frech. Eieiei. Geschichten aus den 90er feierst du? Warst du leider noch nicht am Start? Wer war dein Lieblingsspieler? Ach, das gibt's nicht. Dafür haben wir immer, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wir haben viel zu viele gute, auch mal schlechte Generationen, aber mit vielen guten Typen und Spielern gehabt. Ja, das war natürlich auch das Ali Dai oder wer? Ali Dai war auch eine Kanone. Nee, so richtigen Lieblingsspieler, da tut man zu vielen anderen Spielern Unrecht. Das ist leider so. Also ich könnte auch nie sagen, ich mache jetzt eine Top 11. So aus von allen Spielern oder auch Trainern. Wo willst du sagen, so das war der beste Trainer oder dein Lieblingstrainer? Ja, geht auch nicht. Dafür haben wir viel zu viele Granaten gehabt. Also da würdest du so vielen anderen Unrecht mit tun, wenn du da irgendwie sowas aufstellen würdest. Also ich tue mich da super schwer mit. Ganz klar Elber. Stimino, Abend. Jose war auch ein super Typ. Ja? Das ist richtig, WhatsApp, da bin ich bei dir. Wir brauchen mal wieder so einen. Wir brauchen so einen Typen, was Kimmich sein will, aber nicht kann. So einen brauchen wir. Warum ist der Chancentod? Hallo? Hast du dir nicht die Doku angeguckt? Der Wut hat erstmal ein halbes Jahr von Louis van Gaal komplett ignoriert und dann hat er geliefert, der Gomez. Also, keiner, der Nübel müsste schon harte Überzeugungsarbeit leisten bei mir. Ich sehe den bei uns gar nicht. Aber ja, deswegen wurde er ja damals geholt. Weil er so ein bisschen Ähnlichkeit hatte mit dem Neuer. Oh nein! Schande! Habe ich echt Kim aufgestellt, obwohl er beim Asien Cup ist? Frech von mir, oder? Das ist gut, dass du es in die Kommentare geschrieben hast. Ich glaube, du warst auch der Einzige. Ich glaube, von den 18 Kommentaren waren 15, die allen dasselbe geschrieben haben. Ja. War schon eine starke Nummer. Daniel Prancic war dein Lieblingsspieler. Hör doch auf jetzt. Echt? War jetzt auch nicht so die Kanone bei uns, ne? Hatte ein bisschen was vom Lisa, so, aber nicht so richtig und ein Effenberg oder ein Schweinsteiger, so einer fehlt im Mittelfeld. Ja, ist richtig. Aber schon seit Jahren, ne? Leider. Aber vielleicht wird's ja der Pavlovic, wer weiß. Vielleicht sitzen wir in 2 Jahren und sagen hier, yo. Der ist es. Mal abwarten. Ja, ich habe mir jetzt ja überlegt, Niklas, beim nächsten Taktikfuchs fürs Wochenende werde ich Mazraoui aufstellen. Wird da jetzt so ein Running Gag rausmachen. Und wenn die wieder beide da sind von ihren Reisen, dann nehme ich immer einen aus den 90ern, den ich mit aufstelle.
Genau, Roland Wohlfahrt zum Beispiel. Roland Wohlfahrt war für mich auch eine Legende, Alter. Das war ja genau zu dieser Zeit, wie wir vorhin gesagt haben. Da wurde jedes Jahr Stürmer verpflichtet, Stürmer über Stürmer haben wir verpflichtet. Eine Kanone nach dem anderen und wer hat am Ende immer die Tore gemacht? Roland Wohlfahrt, Alter. Legende. Olic war auch wichtig, ja. Olic, Mandzukic, sind alles so Spieler. Ja, die jetzt nicht jedes Jahr so wie Lewandowski oder Harry Kane 40 Tore schießen, aber die waren halt auf andere Weise viel super wichtig für die Mannschaft. Deswegen war es auch dumm, den Perisic damals nicht zu kaufen nach der Leihe. Er hätte uns halt auch weiterhin sehr gut getan, weil er auch in diese Richtung gegangen ist, ne? Einfach kämpfen, sich immer reinhauen, immer 110% geben. Deswegen ist auch so ein Leimer wichtig. Nur der Leimer kann es als Rechtsverteidiger einfach nicht ausspielen, diese Stärke, die er hat. Das ist halt ein bisschen schade. Mein Wunsch als Nachfolger für die Zukunft, Heide von Haching, wird Orner mit Bayern gehen. Sagt mir leider gar nichts. Bin leider nicht drin in unserer Regionalliga. Dyer wird bei uns einschlagen. Wir werden sehen. Bin gespannt. Ja, Olic war auch super sympathisch, ne? Wir stellen Sternkopf auf im nächsten Video. Nein, erstmals Raui. Weil es ist ja noch ein bisschen vertretbar. Weil den Sterni halte ich auch mal im Hinterkopf. Naja, Tuchel, also erstmal, das mit Pavlovic glaube ich irgendwie nicht. Nicht unter Tuchel, soll Tuchel nächste Saison noch Trainer sein, glaube ich, dann holt der im Sommer Palinja. Gut, aber der Tuchel kann ja keine Spieler verpflichten. So. Weil sonst wäre Palinja ja schon lange bei uns. Verstehst du? So, das ist ja das Ding. Wir werden sehen. Wie gesagt, die Rückrunde wird zeigen, ob er sich jetzt ein bisschen mehr gegen die jungen Spieler konzentriert. Wenn er das nicht tut, ist meine Vorhersage, dass er nächste Saison weg ist. Egal, ob er einen Titel holt oder nicht. Dann spielt das keine Rolle. Weil der Verein will unbedingt Spieler auch selber entwickeln, Spieler ranführen. Wenn wir jetzt sagen würden, die Spieler, die gespielt haben, wie ein Tell, wie auch ein Kretzig zum Beispiel, aber wie halt so ein Pavlovic, so, die hättest du aufgestellt und die hätten keine Leistung gebracht. Man hätte gesehen so, ja, das ist nichts, oder die brauchen zu lange, die brauchen erstmal noch Entwicklungsphase, dann hätte der Tuchel ja Argumente gehabt. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also jedes Mal, wenn Pavlovic gespielt hat, hat er stark gespielt. Jedes Mal, wenn der Tell rein durfte, hat er stark gespielt. Selbst der Kretzig hat ja nie schlecht gespielt, wenn er mal aufgestellt wurde. So, diese Argumente sind ja nicht da. Ne? Und dann wird es halt schwer, am Ende zu argumentieren. Ja, so, der Verein hat die Vorstellung, wir möchten hier gerne 2 Spieler ranführen und der Trainer geht das nicht mit. Ja, dann ist es am Ende dann des Tages der verkehrte Trainer. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ein Tuchel ein schlechter Trainer ist oder sonst was. Aber wenn er nicht den Drive kriegt bei uns, zu sagen, jo, ich habe Bock auch mal Spieler hier ranzuführen, auch wenn es ein Risiko ist, weil es junge Spieler sind, Leistungsschwankungen haben werden, bla, Sülz, natürlich, gar keine Frage, dann wird er kein Trainer mehr sein nächstes Jahr. Weil dafür hast du jetzt den Freund verpflichtet, wir sehen es, der verpflichtet uns Saragossa, was wahrscheinlich auch nicht in Tuchels Idee passt, haben wir ja auch gehört bei der Vorstellung. Nee, das war mit mir nicht abgesprochen, weiß ich gar nicht, muss ich mich doch erstmal beschäftigen und so, wenn er da keinen Bock drauf hat, was ja nicht schlimm ist, so, weil die ganze Führung wurde ausgetauscht, nachdem Tuchel verpflichtet wurde und der Verein hat sich ein bisschen anders aufgestellt, möchte in Zukunft ein bisschen anders handeln, was Spielertransfers anbelangt. Ja, und wenn er das nicht mittragen kann, wenn er da keinen Bock drauf hat, dann ist das nun mal so. Und dann wird der Trainer halt ausgetauscht. Also anders wird es nicht funktionieren.
Deswegen glaube ich schon, dass er sich ein bisschen umstellen wird jetzt in der Rückrunde. Aber das werden wir sehen. Bin gespannt. Sammy Kufo habe ich immer gefeiert, hat gekämpft und sich reingehauen. Sammy Kufo war Maschine, ey. Sammy Kufo war halt Bayern durch und durch. Also wer das damals gesehen hat, wie der abgegangen ist, wo die Champions League gewonnen haben, irgendwo beim afrikanischen TV-Sender, Alto Belli. Der ist halt immer noch durch und durch rot-weiße Trikot. Also einfach super sympathisch und ja. Alles das, was heutzutage dem einen oder anderen Spieler extrem fehlt, hat der Spieler halt einfach gehabt. Und war nie jetzt das mega super Hightech-Talent, aber ja. Carsten Janka fand ich auch damals, ja. Janka und Elber hat sehr, sehr gut gepasst. Ja, komm, Luca Toni war schon geil auch. Ich fand den Luca gut. Besser als der hier. Ja, der Ziegler konnte ja auch kein Fußball spielen. Der war halt der war halt einfach 10 Jahre zu früh dran, weil er war irgendwie gefühlt war der schnellste Spieler auf dem Planeten. Ja. Das war Ziegler. Manchmal war er schneller wie der Ball. Irgendwann hat das dann auch mal hingekriegt, er hat auch mal ein paar Türchen gemacht, ja. Der Ziegler war schon ein witziger Typ, ey. Ich glaube, ein Bunazar-Trikot ist irgendwann mal wirklich Geld wert. Das hat keiner. Geldanlage wie Bitcoin. Da müsste er noch irgendwie... Am Ende läuft er aus, der Vertrag, die Saison, oder? Da müsste er irgendwie noch ein wichtiges Tor in der Champions League machen oder so. Dann könntest du recht haben. Ansonsten, nee. Ansonsten leider nee. Wobei ich dem Bunazar da gar keinen Vorwurf mache, ne? Also nochmal, der kriegt was? 4 Mille oder was? Weiß nicht, was der vorher verjährt. Wahrscheinlich die 3 Jahre jetzt bei uns so, die reißen es raus, dass er ja danach eine Karriere sagen kann, alles gut. So. Ich habe ausgesorgt, ich kann davon leben. Weißt du? Vorher wird der, keine Ahnung, was er verdient hat, aber der wird ja nicht irgendwie große Millionen verdient haben. Und daher kann man dann schon nachvollziehen, dass er sagt, ja, gut, wenn ich hier nicht spielen darf, ist mir das wurscht, dann hocke ich mich auf die Bank. War dann halt Bratzos Fail. Was sagst du eigentlich zum E-Ball? Das haben wir ja damals ausdiskutiert, ne? Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Im E-Ball. Also so von der Kompetenz her, denke ich, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Hat er zu 110%. Viele reiten ja darauf rum, was er so menschlich so, von wegen dieser Geschichte bei Gladbach, von wegen Burnout und dann irgendwie dann doch schnell nach Leipzig und dann bei Leipzig irgendwie wieder weg und dann doch zum FC Bayern. Weiß ich nicht, kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, wenn er wirklich richtigen Burnout gehabt hätte, wäre er nicht so schnell zurückgekommen. Vielleicht hat er nur eine leichte Depression gehabt oder so, keine Ahnung. Ganz schwieriges Thema, möchte ich mir gar nicht herausnehmen, das zu beurteilen. Was ich nicht fühle, man hat sich ja damals schon 2-3 Mal um Eberl bemüht, wo er noch in Gladbach war. Und das hat er immer so kategorisch dann weggetan. So, das ist, was ich nicht so fühle. Ja, das war immer so verächtlich, so meh. Und dann jetzt auf einmal, ach ja, mein Herzensverein, der große Wunsch und ja, ich bin ja Münchner, bla, Sülz. Schwierig, so, weil wenn dem doch so ist, dass ich so denke, dann hätte ich ja damals, wo es darum ging, hat die Nachfolge vom Uli wollte ihn ja unbedingt haben, hin und her. Warum hat das dann nicht gemacht? Wenn das doch sein großer Herzenswunsch ist und der Verein, wo er immer wieder auch hin will. So den Take, den fühle ich halt gar nicht. Deswegen bin ich da sehr gespannt.
Also, dass er ein Auge hat für und dass er Kompetenz hat, was seinen Beruf angeht, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, also, das steht außer Frage. Schreib dann wieder rein, wenn du den Mazraoui ausstellst, dass er bei Afrika Cup ist. Okay, perfekt. Fulham will angeblich 70 bis 80 Millionen für Palhinha. Ja. Was sollen die auch sonst wollen? Die wollten im Sommer 65 haben, jetzt seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Ja, meinst dann sagen die auf einmal, nee, wir geben ihn jetzt für 50 ab, oder was? War doch wohl logisch, war doch abzusehen. Was ist denn los? Also, ist jetzt nichts, was verwundert. Kretzig wird verliehen. Ja, wenn er schlau ist, lässt er sich verleihen, ja. Was auch schade ist, weil er ein Typ ist. So Typ Müller so ein bisschen, ne? Quatscht viel und so. Aber auf dem Platz will immer einen Ball haben und so weiter. Hätte uns, glaube ich, auch richtig gut getan. In gewissen Spielen. Aber ja. Ist halt nicht. Dann muss auch Süle aufstellen. Jetzt, wo schon KNR IV spielt und er trotzdem auf der Bank sitzt, müssen wir ihn hier wertschätzen. Was soll ich dazu sagen, ey? Wie gesagt, ich fand den Süle nicht schlecht bei uns. Aber scheint er wieder so dieselben Problemchen zu haben, wie er sie bei uns auch hatte. Obwohl ich das auch nie, habe ich ja letztes Mal schon im letzten Stream schon gesagt, persönlich das nicht so gefühlt habe, diese Diskussion immer. Oh ja, der hat 2 Kilo zu viel, der frisst zu viele Hamburger. I don't know. Hat er trotzdem performt bei uns? Ist ja nicht so, dass er nicht performt hat, oder? Konstantin Heil, U17 Weltmeister, gerade noch Haching. Gib ihm so ein Jahr, dann ist er einzig Nachfolger sie vom Manu, aber liegt noch in der Zukunft. Ja. Wie gesagt, wir bräuchten dann halt auch so die richtigen Trainer dafür, ne? Ich glaube, dass noch ein rechter Verteidiger kommen wird, ja. Meine 3 All-Time-Lieblingstrikots vom FC Bayern, das kann ich dir auch nicht beantworten. Das ist ja super schwer. Das ist ja super schwer. Ist ja noch gar nicht so lange her, wo ich im Museum war. Da sind ja alle Trikots ausgestellt. Also mein allerliebstes Trikot, kann ich dir sagen, das ist ganz klar einfach rot mit Commodore-Schriftzug. Das ist einfach, weil das meine Jugend war. Das habe ich auch eingerahmt. Im Rahmen. Das ist auf jeden Fall mein Platz 1. Aber danach, es gibt ganz, ganz viele geile Trikots, hässliche Trikots. Das ist ganz schwer. Sammy, absolute Bayern-Legende, auf jeden Fall. Und das immer noch, das ist so das Geile, ne? Also der lebt immer noch den FC Bayern durch und durch, so wie wir, wie so ein bekloppter Fan. Weißt du? Das ist so das Geile an ihm. Ja, Makai auch zu erwähnen, auf jeden Fall. War auch so ein Transfer, den nicht wirklich viele auf dem Schirm hatten, ne? Fabian, servus. Das Phantom. Ach, Luca Toni war schon gut, ne? Ich hab den gefeiert vom Typ auch her halt, ne? Oder hat der öfters auch mal in den letzten Minuten die Birne hingehalten, ne? Ja, mehr mit Scheu brauchen wir ja gar nicht reden. Mehr mit Scholl ist halt ein bisschen schade, dass er den Verein dann verlassen hat. Zaberter siegt beim Champions League Finale und bekommt einen neuen Vertrag. Ich glaube, selbst dann wird er keinen neuen Vertrag bekommen, aber dann wäre auf jeden Fall das Trikot was wert. Was sagst du zu Mukiele? Was soll ich dazu sagen? Noch ist er nicht da, ne? Ja, könnte schon passen bei uns, auf jeden Fall.
Na, wir brauchen auf jeden Fall einen rechten Verteidiger und einen rechten Verteidiger mit Qualität. So, da macht es keinen Sinn, so, keine Ahnung, jetzt irgendwie so einen ergänzungsrechten Verteidiger zu holen, der nicht in Konkurrenzkampf mit Mazraoui geht. Wir brauchen eine Kanone, der richtig reingeht. Der Mazraoui vielleicht auch wieder ans Limit pusht, weil dann kann der auch stark sein. Aber wenn du natürlich da ohne Konkurrenz die ganze Saison spielst, ja, dann fehlen vielleicht so die letzten Prozente. Ja, Mehmet Scholl, absolute Legende, Alter. Sowohl auf dem Platz wie neben Platz. Seine Streitkultur hat sich mit dem Uli angelegt, mit allen angelegt. Wenn er eine Meinung hat, hat er die vertreten. Super Typ einfach. Süle war okay, war er auch. Und Süle konnte auch einen passablen rechten Verteidiger spielen übrigens. Zumindest was defensiv. Obwohl, er war auch gar nicht so schlecht dann in der Offensive als rechter Verteidiger. Ja, ich würde auch keinen Sechser verpflichten. Alles gut. Bin ich bei dir. Rechter Verteidiger, habe ich ja gerade schon gesagt. Das wäre schon sinnig. Ja. Du musst halt auf der 6 mal anfangen, umzudenken und da nicht nur einen Kimmich festzusetzen. So, nochmal so ein Goretzka kann, denke ich, auch einen guten Sechser geben. So ein Conny zur Not. Ich meine, wir haben es gegen Dortmund gesehen. Ja. Und Pavlovic brauchen wir gar nicht drüber reden, dass er das kann. Das Commodore-Trikot habe ich auch noch von damals, ja. Da passe ich leider nicht mehr rein. Aber das ist so, ja, das Trikot, was mich am meisten, womit ich am meisten verbinde, so. Ja, das gelb-grüne Trikot habe ich auch noch hängen hier irgendwo. Der Schlag ins Gesicht damals. Ach, gab schon viele gute Trikots. Ja, keine Frage. Mehmet war super sympathisch, ja, fand ich auch. Als Makai 3 Tore gegen Bayern gemacht hatte, war eigentlich klar, dass er kommt. Muss ja immer noch der abgebende Verein mitspielen, ne? Kaiser Franz war der Beste, oder? Auf was bezogen? War schon in vielen Dingen eine Ikone, ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das Commodeo-Trikot ist definitiv mehr wert als ein Munasar-Trikot. Da gehe ich auch von aus. Ja, der Roy ist schon Legende. Wie gesagt, diese World Squad-Geschichte war halt auch cool zu sehen mit dem Roy. Das hat auch gesehen, dass er halt auch wirklich Ahnung hat, ne? Ist ja auch nicht immer jeder, nur weil er Fußballer ist. Also von Taktik und so weiter. War schon schön zu sehen. Spieler Bratze ist auch eine absolute Bayern-Legende. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ich sage ja, wir haben so viele gute Spieler gehabt, deswegen sage ich ja, du könntest nie sagen, so, ich baue jetzt so die. Ja. Was willst du da machen? Eine Top 11, wen willst du da aufstellen, Alter? Klar, du hast so die Überlegenden, die den Verein groß gemacht haben. Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Hoeneß und so weiter. Aber ist super schwer. Also ich könnte nie 11 Spieler nennen, wo ich jetzt sagen würde, so das und der Rest hat es nicht verdient, so in diese so Top 11 zu kommen. Das ist halt super schwer. Martin Zimmermann. Merkst du nicht auch eine schleichende Verschlechterung, seit Ribéry, Robben, Lahm und Thiago weg sind? Nee, die ist nicht schleichend. Von der rede ich seit 2 Jahren auf meinem Kanal. Also schleichend ist die nicht. Nee. Schleichend ist die leider nicht. Kannst aber noch einen Schweinsteiger mit reinnehmen, wenn du schon da so ein paar Leute aufzählst.
Zuletzt Martinez kannst du noch gerne mit reinnehmen und so weiter und so fort. Aber schleichend ist die nicht, nee. Die schleicht nicht, die macht so, weißt du? Vielleicht nicht ergebnistechnisch, das haben wir ja noch ganz gut immer über die Saisons gerettet, aber fußballerisch ist das auf jeden Fall nicht schleichend. Da müssen wir nicht drüber reden. Mit Helmer drauf. Helmer ist auch eine Legende bei uns, ne? Phantomtor gegen Nürnberg. Ich will es nie vergessen, Alter. Hammer, oder? Das musst du dir mal vorstellen, ey. Ja, heutzutage ist das natürlich unmöglich, aber damals. Eieiei. Das waren noch Zeiten, ey. Phantomtor. Eieiei. Das war so richtig Kreisliga A-Niveau, ne? Jeder, der Fußball gespielt hat, bestimmt auch mal so ein Tor gesehen, oder? In seiner Karriere. Und dann hast du ja auch nur irgendwie so einen dicken Schiri, der noch im Mittelkreis steht und der sieht da, ja, Ball ist drin, Tor. Aber dass das in der Bundesliga passiert, war schon wild, ne? Eieiei. Brazzo konnte links und rechts überall spielen, egal ob Verteidiger oder Spitze, voll der Rounder auf links und rechts, Maschine. Ja, vor allem hat der Brazzo auch immer gefeitet. Brazzo war halt auch so einer, der auch immer 110% gegeben hat und auch mit dem Herzen immer voll dabei war. Deswegen war er so wichtig. Aber das sind alles so die Typen, die uns aktuell halt so ein bisschen abgehen, ne? Ja, seit Jahren schon eigentlich. Ich glaube, Kimmich könnte das, aber Kimmich ist zu sehr von wahrscheinlich zu viel Ehrgeiz zerfressen und zu viel Selbstdarstellung, glaube ich. So, das ist der Unterschied zu so Spielern wie Brazzo oder Lizarazu und sowas. Das waren auch alle so Maschinen, die hatten aber nie den Drang der Selbstdarstellung. So, und das hat so ein Kimmich, ne? Kimmich will unbedingt hier, ich bin der Selbstdarsteller, ich bin der Leader des FC Bayern, Blasels. Ich glaube, wenn Kimmich das ein bisschen anders hätte, dann wäre der auch eine richtige Maschine geworden. Ja, da bin ich bei dir, Jumbo. Das Kimmich weg von der 6 soll. Mein Lieblingstrikot ist das aus 2010, 11. Okay, das muss ich mir mal angucken. Ich weiß das nicht aus dem Kopf, welches das ist. Das rot-weiß gestreifte. Ja. Rot-weiß-Trikot sind immer gut. Jean-Marie Favre habe ich auch gefeiert damals, auf jeden Fall. Ja. Olic war auch eine Maschine. Ja, Olic ist halt dieselbe Kategorie Spieler wie Brazzo, ne? Oder auch Mandzukic und sowas. Oder Perisic kannst du auch noch dazu zählen. Der beste Fußballer mit Matthäus. Zudem auch menschlich und in Führungsaufgaben. Herr Lothar war auch schon eine Maschine. Auf jeden Fall, ne? Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen schwer heutzutage, ne? Gerade beim FC Bayern, wenn du dann so ein Typ bist, Kimmich, so, der ja alles das sein möchte. Und du siehst dann diese ganzen riesigen Fußstapfen, die da sind. Guckt euch mal an, wer bei uns schon alles so richtig führungsspielermäßig unterwegs war. Und dann willst du da unbedingt auch rein in diese Riege und so. Und ja, dann hat man vielleicht einfach manchmal zu viel Ehrgeiz und zu verbissen vielleicht und kriegt es dann nicht so rüber, wie es eigentlich sein müsste, ne? Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Wäre vielleicht eine Erklärung. Marius Deutsch Trikot, ja, ist ja ähnlich wie das Commodore. Ja, auch ziemlich geil. Ja. Gehe ich mit. Top 11 für jede Dekade wäre eine Option. Ja, das wäre eine Option.
Wo es auch schon schwierig wird. Aber ja, das wäre noch eine Option, die man vielleicht mal angehen könnte, wenn man ganz viel Langeweile hat. Alonso und Schweini tausendmal besser als unser Pseudo-Kapitänchen Kimmich. Ja, wie gesagt. Ich glaube, Josh hat sich einfach damit nicht, also selber keinen Gefallen getan. Ich meine, aber auf der anderen Seite reden wir immer so, wir haben nicht die Spieler, die sagen, ich bin das, ich will das sein, ich bin der Führungsspieler, ich will Verantwortung übernehmen. Sagen wir immer, oh, die gibt's heutzutage gar nicht mehr. Da macht ein Kimmich das und wird dann zerrissen. Ne? Von mir, von euch. Ist halt so eine zweischneidige Klinge, ne? Aber gut, wenn er sich vor der Saison da hinstellt und sagt, er ist unser Sechser und dann kriegt das nicht auf den Platz, dann können wir da auch nichts für. Dann müssen wir ihn halt an den Worten messen, ne? Aber bei Kimmich hat man halt so das Gefühl, so, es ist nicht gegeben. Guck mal, bei so einem Schweinsteiger hast du ja nie das Gefühl gehabt, so, er muss jetzt unbedingt, oder auch so ein Lahm, da hast du ja nie das Gefühl gehabt, die müssen jetzt auf Krampf beweisen, dass sie Führungsspieler sind oder dass sie ein Typ sind oder sowas. War einfach so. Die sind so und das war ganz normal. Die haben die Verantwortung übernommen, gut war, ohne da groß auf dicke Hose zu machen oder sonst was. Und ich glaube, das ist so, was den Kimmich so ein bisschen abgeht. Und das andere Problem, dass halt so er da reinwächst, wo noch Müller, Neuer und so da ist, die ihn da auch klein halten wollen, glaube ich. Oder klein gehalten haben, versucht die letzten Jahre. So, Kimmich wäre gerne der Kapitän des FC Bayern gewesen. Am besten vor 2 Jahren, so, weißt du, in seiner Blüte. So, und da haben ihn die etablierten Spieler halt, glaube ich, klein gehalten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Zwiespalt in unserer Mannschaft, diese Generationen, so, weißt du? Könnte ich mir vorstellen. Aber schwer zu sagen. Seit 1992 gucke ich regelmäßig Bayern. Jeder Kader war geil bis jetzt. Macht immer Spaß, diese Mannschaft zu gucken, trotz dass auch immer 1 bis 2 Spieler abfallen. Ja, dieses Jahr war schon teilweise echt schwierig, uns anzuschauen. Aber auch letztes Jahr schon. Aber es ist immer Meckern auf hohem Niveau, ne? Also ich erinnere mich auch an noch schlechtere Zeiten, wo es wirklich nur Grottenfußball war. Also von daher. Köpke am Boden, Helme angeblich du. Ja, das waren noch Zeiten. Blau-rot gestreift mit Cleansy habe ich auch noch im Schrank hängen. Da ist er wieder, der Pornobalken. Ja, den Lahm hat man aber auch erst später so richtig schätzen gelernt, oder? Aber ist ja leider auch nicht im Verein. Wir jammern auf super hohem Niveau, das ist uns ja allen auch klar. Aber das ist halt das Los des Bayern-Fans. Ja. Andere Vereine schlagen die Hände über den Kopf und sagen, habt ihr eine Birne? Ihr seid Tabellenzweiter, 1 Punkt hinter Leverkusen und so weiter. Und ihr mosert über schlechten Fußball. Na klar, verstehe ich ja auch, dass man das als Nicht-Bayern-Fan nicht nachvollziehen kann. Können ja auch viele Bayern-Fans nicht nachvollziehen. So, die nur das Ergebnis sehen. Ja, das ist halt, kommt immer darauf an, was man vom Fußball erwartet. Ja. Halt immer so ein bisschen, was jeder für sich definieren muss. Meine Top 11 der Bayern. Neuer im Tor. Ja, das finde ich persönlich schon schwierig. Breitner, Beckenbauer, Schwarzenberg, Lahm, Schweinsteiger, Matthäus, Robbery, Müller. Ja, wenn du rein von der sportlichen Leistung und so gehst, ist Neuer natürlich schon, klar, kannst du bringen. Ich würd wahrscheinlich nicht einen Neuer nehmen. Aber wie gesagt, ich würde auch keine Top 11 hinkriegen. Nicht wirklich. Beckenbauer und Müller wären die einzigsten, die ich, glaube ich, auch setzen würde. Alles andere wäre super schwer. Wirklich super schwer. Aber du müsstest erstmal dir irgendwelche Kriterien überlegen.
Weiß ich nicht, super schwer halt. Da will ich gar nicht drüber nachdenken, ey. Platz der Kopf. Ja, ist ja Geschmackssache, ne? Was dann hässlich ist, dass hinten nicht gestreift war. What's up? Viel Spaß beim Einkaufen. Ich finde ja, dass die Medien aus der Kimmich-Sache immer mehr machen. Er gibt doch kaum noch Interviews. Ja, das mit dem ich bin aber ein richtiger Sechser war nicht gerade the yellow from the egg, aber seitdem wird es doch extrem aufgebauscht. Ja, na klar. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Der FC Bayern ist die Mannschaft, die polarisiert. Und dass da, wenn da nur so ein kleines Thema ist, das so groß ausgeschlachtet wird, brauchen wir ja nicht drüber reden. Deswegen habe ich ja gesagt, stellt euch mal vor, der Tuchel wird den Kimmich wirklich mal 2 oder 3 Spiele auf die Bank setzen. Das würde ja brennen. Brennen in jeder PK. Da käme ja gar nicht mehr raus, irgendwelche anderen Fragen zu beantworten. Aber Fakt ist nun mal, zumindest was wir diese Saison in der Hinrunde gesehen haben, dass wir ohne Kimmich auf der 6 besser waren wie mit ihm. Aumann nun ohne Haare? Aber ist doch schon länger so, oder? Also, dass er es auf jeden Fall ziemlich kurz hatte. Man hat wohl nicht viel falsch gemacht bei Bayern, ihr seid verwöhnt. Ja, die letzten Jahre hat man schon einiges falsch gemacht. Also innerhalb des Vereins. Sportlich jetzt vielleicht nicht so viel, ja. Wo wir letzte Saison die Meisterschaft wirklich geschenkt bekommen haben. Aber verwöhnt sind wir auch nicht, wir haben einfach einen höheren Anspruch. Das ist so das Ding. Aber den müssen wir auch haben, weil wir ja viel mehr investieren wie andere Vereine. So, sollen wir jetzt sagen, wie jetzt FC Bayern, keine Ahnung. Sehen wir doch bestimmt auf dem Transfermarkt.de, welche Kosten wir zu anderen Vereinen haben. Bam, badam, badam, bam, 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 bam. So, wir haben auf jeden Fall einen gesamten Marktwert von 943,95 Millionen. Unser Kader. Nehmen wir dann, keine Ahnung. Wir könnten es ganz krass machen. Wir nehmen den VfL Bochum mit 57,2 Millionen. Wir könnten es aber auch nur halb so krass machen. Wir nehmen VfB Stuttgart mit 222 Millionen. Wenn wir dann 720 Millionen höheren Marktwert im Kader haben, müssen wir natürlich auch die dementsprechenden Ansprüche haben. Und wenn diese dementsprechenden Ansprüche dann nicht erfüllt werden für das Geld, was wir da haben und was wir an Gehälter zahlen, ja, da muss man das auch äußern dürfen. Dass, wenn ich VfL Bochum-Fan bin, was ich nebenbei auch noch bin, so ein bisschen, klar, dann habe ich nicht den Anspruch zu sagen, ich muss hier schön Fußball sehen, dann zählt jeder Punkt gegen den Abstieg und gut ist. Ne? So, das ist halt der Unterschied. Nur das Ausraster im Kabinengang. Ach, Lothar hat so gute Ausraster. Auch auf dem Platz. Na, welches Spiel war das denn? Nach dem Spiel. Wo den Schiri zerlegt, dass das ganze Spiel zerpfeift und Elfer und hast du nicht gesehen und ach, Lothar, mega. Effenberg ähnlich, dazu Brazzo-Typen wie dieser, Semi, etc., solche Typen waren schon extrem. Ja, aber diese Typen, schwierig heutzutage, ne? Liegt aber einfach auch, weil die Gesellschaft sich auch komplett verändert hat. Wie gesagt, stellt euch mal vor, heutzutage hast du so einen wilden Lothar oder noch so einen wilden Effe wie früher. So, die würden ja zerrissen werden. So, weißt du, wie ich meine? Social Media würde die ja zerreißen. Heute ist ja alles so, ihr alle Friede, Freude, Eierkuchen, alles schön Werbegesicht, bla, Sülz.
Es hat sich halt alles verändert mit der Zeit. Leverkusen Alonso wird sein Meisterstück Anfang Februar gegen uns machen und zwar verdient. Aha. Nö, das sehe ich noch nicht. Das sehe ich persönlich noch nicht. Wenn dem so sein sollte, wie gesagt, wenn Leverkusen so eine Rückrunde spielt, so einen schönen Fußball spielt, wie sie es in der Hinrunde getan haben, verdient Meister werden, habe ich da gar kein Problem mit. Aber das jetzt schon zu sagen, wo wir 1 Punkt dahinter sind oder aktuell 4 Punkte, nee. Sehe ich nicht. Naja, um fair zu sein, Kimmich wird halt ein bisschen zu viel gebasht. Beispiel Freiburg-Jubel tut ihm halt auch nicht gut. Ja gut, dafür will ich den Kimmich niemals bashen. Ja, das rechne ich den Kimmich hoch an, sowas. Das fühle ich. Das kann er, wegen mir kann er das ruhig bringen. Habe ich kein Problem mit. Wie gesagt, ich fühle halt viele andere Dinge beim Kimmich nicht. Aber das kann er, wegen mir kann er das machen. Nee, ich höre keinen Insider-Podcast von Christian Falk. Der Falk ist doch Bild, oder? Ich bin kein Bild-Typ. Ich lese ab und wann mal eine Überschrift, was der da so von sich gibt. Was ich zu Leimer sage, ja, ich würde den Leimer gerne mal 3, 4, 5 Spiele auf der 8 sehen, dann könnte ich da mehr zu sagen. Rechter Verteidiger ist einfach nicht seine Posi, leider. Also ich halte sehr viel vom Leimer, weil halt, was wir gerade gesagt haben, schon eher so in die Richtung Typ Brazzo geht und so, weißt du, so ein Kämpfer, so ein Fighter. Was wir sonst halt relativ wenig im Kader haben. Das Problem bei Kimmich, er redet, dass er Kapitän und Sechser ist, aber zeigt es nicht auf dem Platz. Er geht nicht voran. Auf dem Platz sieht man nicht, dass er der Macher ist. Ja, genau, das sehe ich genauso. Ich meine, wenn es gut läuft und so, wenn wir normale Spieler, muss man das auch nicht unbedingt sehen. Ne, dann reicht das meinetwegen, wenn das in der Kabine so ist oder neben dem Platz. Aber gerade dann in so Spielen, wo es nicht läuft und sowas, dann musst du halt als diese Art Spieler, die er sein möchte, musst du da sein. Und das ist er nicht. Er geht gnadenlos mit unter. Und das noch eher wie alle anderen. Das ist die große Gegenpart halt. Lahm berät, glaube ich, den VfB, wenn ich richtig informiert bin. Das weiß ich nicht, was der Philipp gerade macht. Ich weiß, dass er eher EM-Botschafter ist. Ja. Den Rest weiß ich nicht. Ja, war halt schade, dass er sich dagegen entschieden hat, im Verein zu bleiben. Wie bei so vielen anderen leider, ne? Beim Tuchel sieht man kein System. Müssten wir jetzt ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ob gegen tiefstehende Gegner, gegen nicht tiefstehende Gegner, ob in der Offensive, in der Defensive. Auch wenn Tuchel Fußball grottig ist, es macht trotzdem immer Spaß. Man will ja immer, dass Bayern gewinnt. Weil der Fußball war 2013 am geilsten, der 99 bis 02 Hitzeit-Fußball war auch toll. Ja, ich bin am Ende des Tages... Klar freut man sich, wenn man gewinnt, gerade wenn es jetzt so eine spannende Saison ist, so eine enge Geschichte, natürlich. Aber ich habe halt diese Saison echt Spiele gesehen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Muss ich leider gestehen, die einfach grottig waren. So. Ja, ich weiß, das interessiert jetzt nicht mehr. Das Ergebnis steht, so, Punkt, aus, Feierabend. Ist ja auch richtig. Weil es ist nun mal Ergebnissport, aber dass ich jetzt sage, dass ich bei jedem Spiel richtig viel Spaß hatte, nee. Als besten Torwart, ich würd auch einen Olli vor Neuer nehmen.
Aber ich würde vielleicht sogar eher einen Sepp nehmen. Aber wie gesagt, ist ganz schwer halt, ne? Aber Neuer hat natürlich das Torwartspiel schon neu geprägt. Aber Olli war schon eine Maschine einfach. Vom Typ her auch, ne? Ein Ohrenabbeißer und ein Karate-Kick springenden und mit Bananen beworfener Typ. So, aber ich glaube, das liegt einfach daran, wie ich schon sagte, dass wir, oder gerade wenn man so ein älterer Sack ist, dass man eher so in der Erinnerung schwelgt und so diese Typen hatte. So die Typen, die geil waren. So, und heutzutage ist alles so eine weichgespülte Masse. Jetzt mal ernsthaft, was strahlt der Neuer als Typ aus? Oder warum ist er neuer Kapitän? Was strahlt er aus? Vergleich das mal mit dem Olli als Kapitän. Wie der Olli die Eckfahne in Hamburg rausgerissen hat und da den Eckfahnentanz gemacht hat. Oder wie der Olli in Sammy Kufur zusammenschreit, weiter, weiter und so weiter. So was kann mich beim Neuer nicht an eine ähnliche Szene erinnern. So. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Altersding, ne? Ich glaube, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist, so, dann sieht man das ein bisschen anders. Weil klar, das Torwartspiel hat ein Neuer schon neu erfunden zu seiner Zeit, so. Neu interpretiert und auf ein ganz anderes Niveau gehoben, ne? Aber wenn du noch so ein alter Sack bist, dann glaube ich, war eher wichtiger so der Typ, ne? Aber ist halt auch Geschmackssache. Ja, heute würdest ja zerrissen werden, Alter. Du würdest ja, in Social Media würdest ja gesteinigt werden. Überleg mal, heute wird einer so eine Aktion bringen wie der Olli in Dortmund, Alter. Das wird ja gar nicht. Oder so eine Schwalbe wie der Müller damals. Überleg mal, was wird in der heutigen Zeit passieren? Wäre Katastrophe, ey. Nee, wie gesagt, also nochmal kurz zum Leimer, kurz zurückzukommen, habe ich ja noch kurz angerissen. Also ich hab vom Conny mehr erwartet, als er bisher gezeigt hat. Liegt aber leider daran, dass er viel zu selten die Achterposition spielen durfte. Also ich hätte ihn nicht schwächer erwartet. Er war in Leipzig bärenstark auf der Posi. Also das, was ich gesehen hatte, was er teilweise gezeigt hatte, die Spiele, die er machen durfte auf der 8, ging schon in diese Richtung. Also ich glaube, Conny auf der 8 wird uns richtig gut tun. Natürlich komplett anderer Typ wie Guerrero jetzt aktuell oder auch ein Goretzka, aber ich glaube, er wird uns richtig gut tun. Wenn du dann noch einen spielstarken Sechser dahinter hättest. Ja. Ja, wie gesagt, mit Tuchel sein System, naja, da muss er ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe das ja auch, ist schon schwierig so, ja. Wie gesagt, wir spielen einen und denselben Stiefel, wobei jetzt haben wir schon ein bisschen was anderes gesehen mit dem Gegenpressing, dass wir da auf einem anderen Weg sind. Ja, mal abwarten. Aber dass Kimmich kein Sechser ist, ich genauso, ja. Das war gegen Dortmund mit dem Matthäus-Ausraster. Okay. Ja, der Lothar hat ja ein paar Ausraster gehabt, ne? So Typen wie Lothar und Effe würden heute nicht im Social Media zerrissen, die werden schon in den Jugendmannschaften aussortiert. Ja. Den würdest du nie was hören. Wahrscheinlich gibt's die sogar heute noch irgendwo im Kosmos DFB. Ja, kann gut sein. Aber die Richtung geht jetzt eigentlich wieder in eine andere, oder? Aber ja, es war jahrelang so, dass es nur so den Einheitsbrei gab. Ne? Was sagt ihr zu Cleansey? Ja, worauf bezogen jetzt? Also Stürmer war auch eine Legende. Als Teamchef hat er alles richtig gemacht. Er war der im Fokus stand, der die Ansagen gemacht hat und Yogi hat die Arbeit gemacht. Hat er auch alles richtig gemacht. Als Trainer bei uns war es dann schwierig, ja.
Unterschiedsspieler haben wir nur noch Kane und mit Abstrichen Musiala. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein Sané kann Unterschiedsspieler sein. Ich denke, hat er auch schon oft genug gezeigt diese Saison. Ich denke, auch Müller kann Unterschiedsspieler sein, wenn er einen guten Tag hat. Glaube ich schon. Kommt aber darauf an, wie man Unterschiedsspieler definiert, ne? Weil wenn ich mich an so eine manche Grätsche letztes Jahr von De Ligt erinnere, denke ich, war das ein Unterschiedsspieler in der Defensive auch. Ich denke auch ein Neuer haben wir ja gesehen, auch wenn ich die jetzt nicht so überbewerten möchte, wie viele andere die Paraden am Wochenende. Kannst du auch sagen, ein Neuer kann ein Unterschiedsspieler sein. Also ich glaube, das ist ja, was uns ausmacht. Wir haben ja diese überragende individuelle Qualität. So. Dass wir ganz, ganz viele Spieler haben, die Unterschiedsspieler sein können. Sieht man ja auch daran, wie viele Spiele wir in der Hinrunde durch Einzelaktionen gewonnen haben. Aber ja, auf sehr hohem Niveau, denke ich, aber trotzdem Kane. Wenn du vorne siehst, Kane, Musiala, Sané, also wenn die einen guten Tag haben, geht da alles, ne? Was Spaß macht, die Spiele dank deinem Kanal kritischer zu sehen. Ich habe auch nur 3 gute Spiele gesehen. Da weiß ich immer nicht, was ich damit anfangen soll. Weiß ich. Ich meine, wenn es für dich was Gutes ist, dann ist schön. Dann freut's mich. Aber ich habe den Kanal natürlich nicht gemacht, damit hier alle die Spiele kritischer sehen. Also wie gesagt, es gibt ja ganz viele Leute, für die das Ergebnis reicht und das ist auch völlig fein so. Ich denke, nach dem Triple Zero wird Alonso übernehmen und Taso wie wird's mitbringen. Fortan gilt das Leistungsprinzip und AGs mit dem Stinkstiefel werden veräußert. Ja, aber das habe ich ja schon beim Tuchel gehofft. So, Tuchel war ja auch immer so der irgendwo so sein Spielprinzip oder seine Spielidee hat und danach dann die Mannschaft zusammengestellt hat und dann aber auch knallhart die aussortiert haben, die nicht gepasst haben. Aber das konnte er beim FC Bayern ja auch nicht tun. So, haben wir ja gesehen vor der Saison. Also, schwierig. Ich bin gespannt. So ein Olli wirkt auch eigene Mitspieler, Andreas Herzog. Aber ganz ehrlich, der Andi hat's auch verdient, ne? Der Andi hat's auch verdient gehabt. Ei. Bam, 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 bam. Der hat's verdient, ey. Kommst du am Freitag ins Stadion? Was soll ich denn Freitag? Ach so, bis Dingens, ne? Nee, leider nicht. Ist leider ein bisschen zu weit für mich weg, ey. Wäre aber auch, glaube ich, schon, ich glaube, wird auch hart werden, ne? Ich glaube, wird hart werden. Aber klar, wenn ich da in der Nähe gewohnt hätte, wäre ich auf jeden Fall da gewesen. Zum ersten Mal hier dabei und kein Bayern-Fachmann, aber in den wichtigen Spielen sind sie meist oben auf. Ja, das waren wir lange, gebe ich dir recht. Aber das war letzte Saison schon nicht so und diese Saison haben wir leider in den wichtigen Spielen, ja gut, wenn wir Dortmund nehmen und Stuttgart, kannst du so argumentieren, aber wir haben halt auch gegen Leipzig und Leverkusen unentschieden gespielt. Ne? Was ja eigentlich auch sehr wichtige Spiele waren. Also es ist uns ein bisschen abgegangen, muss man fairerweise sagen. Wir hatten halt das Glück gegen Dortmund und Stuttgart, dass ein Kimmich nicht dabei war. Hört sich scheiße an, ja, gerade für den Außenstehenden, aber es ist leider so. Vorsicht, keine Abend. Früher hattest du sowohl die Defensive als auch die Offensive außergewöhnlich, wenn ich an Brazzo, Jeremies oder auch Van Bommel oder Lucio denke. Das ist richtig, aber ja, haben wir jetzt eine schlechte Defensive? Ich glaube nicht.
Also mit Opa, mit Delirte, mit Minjay haben wir schon eine sehr starke Innenverteidigung. Ja, Rechtsverteidiger geht uns ab. Gehe ich mit. Linksverteidiger leider auch die Saison mit dem Davis, der nicht wirklich sein Level erreicht bisher. Ja. Defensive Mittelfeld fangen wir nicht an, das haben wir durch, das Thema. Ist der Herzog nicht in einer Saison wieder zurück? Ja, der Herzog war genauso eine Falle wie der Sforza. Die waren alle super stark in ihren Vereinen, aber davon haben wir ganz viele gehabt in München. Super stark in ihren Clubs, absolute Führungsspieler, kommen nach München und ja. Ist halt immer ein bisschen was anderes. Danny, servus. Heute sind wir vorne stark und hinten Durchschnitt. Weiß ich nicht, ob wir hinten Durchschnitt sind, Alter. Das ist schon hart zu sagen. Ich glaube, wir sind schon besser wie Durchschnitt hinten. Glaube ich schon. Wir haben halt wir messen halt am sehr hohen Niveau. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn wir hinten Durchschnitt sind, was ist dann Dortmund hinten? Nur mal als Beispiel. Ich habe durch deinen Kanal gelernt, genauer hinzuschauen. Auch wenn Bayern unterirdisch spielt, kann man sich wenigstens über die Kane-Tore freuen. Ich drücke trotzdem mal die Daumen. Das ist richtig. Ich freue mich auch immer über ein Kane-Tor. Ich gönne ihm das immer so richtig, wenn er... Obwohl das war ja jetzt schon besser, die letzten Spiele, aber gerade am Anfang, wo er noch so der Einzige war, der sich wirklich da vorne immer den Arsch aufgerissen hat und versucht immer die Mitspieler einzusetzen, habe ich mich auch wirklich immer... Ich freue mich immer über jedes Tor, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ne? Das wäre ja wild. Aber ist ja schön, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ja, das kommt, weiß ich nicht. Es ist ja auch immer, wie weit man sich mit Fußball auseinandersetzen möchte. Ne? Als Erfolg kommt noch Mukiele von Paris und dann ist gut so. Ja, wenn das klappt, finde ich das auch okay. Borowski genauso, ja, Borowski genauso. Aber haben wir ja in jedem Mannschaftsteil gehabt, ne? Obwohl ich überlege gerade, so Innenverteidigung. Da haben wir das nicht so gehabt, ne? Also nicht so extrem. Aber so Sturm und zentrales Mittelfeld, da haben wir schon echt viele Fahrkarten geschossen. Man braucht aus schwarzen Backs nicht nur Geiger. Das ist vollkommen richtig, ja. Florian, servus. Forget me, servus. Was denkst du, wie lange Neuer noch macht? Also ich denke, guck mal, der Neuer hat sich jetzt zurückgefightet. Das wird er ja nicht gemacht haben, um zu sagen, ja, ich reiße mir jetzt hier den Arsch auf und gebe Vollgas, um irgendwie dann nochmal ein Jahr Fußball zu spielen. Weil, wofür hätte er das dann machen sollen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der Neuer wird noch locker diese Saison noch 2 oder 3 Jahre wird er noch machen. Ob er die natürlich noch dann auf diesem Niveau macht, werden wir sehen. Ob er die bei uns macht, werden wir auch sehen. Aber ich glaube, er wird noch locker 3 Jahre Fußball spielen. So, glaube ich schon. Weil dafür war der Weg einfach viel zu beschwerlich, den er gegangen ist. Klar ist er den auch gegangen, um zu beweisen, so, ne? Ja, verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass er noch Spaß hat und das ist ja, was man den Neuer nicht vorwerfen kann. Der feiert ja wirklich jeden Sieg, jeden Titel wie ein kleines Kind, ne? Das ist immer super. So, wo so ein, weiß ich nicht. Nennen wir mal keine Namen, wo so ein anderer Spieler so nach der 10. Meisterschaft so, hey, jo, wir sind Meister. Der Neuer geht immer steil. Ne? Der freut sich immer wie ein kleines Kind. Super sympathisch. Ich würde die zweitbeste Defensive der Liga nicht als Durchschnitt bezeichnen. Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ja, das denke ich auch, forgot me. Das denke ich auch. Das Problem ist, viele Bayern-Spieler haben sich einfach zu satt gespielt. Der Hunger mancher Bayern-Spiel existiert doch gar nicht mehr. Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, nach der Hansi Flick-Geschichte mit dem 6-Tubel, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist doch aber auch dann menschlich. So, du hast auf Vereinsebene alles, was geht, in einem Jahr erreicht. So, wo nimmst du jetzt die Motivation her, um zu sagen, da muss ich jetzt noch mal haben, so ungefähr, weißt du? Ist halt super schwierig. Und gerade, ich denke mal, das sieht man gerade bei so Spielern wie Kimmich, Goretzka, Gnabry und so weiter. Dass da einfach nicht mehr, und da haben wir haben es halt verpasst, wir haben es nicht verpasst, neue Spieler reinzuholen, die diesen Hunger ausstrahlen. Das haben wir getan. Man hat diese Spieler einfach nur ignoriert. Na, das ist so das Problem. Man hat trotzdem die satten Spieler spielen lassen, auch wenn sie scheiße gespielt haben. Eben aufgrund dann dieser Erfolge, so wie Tuchel ja auch argumentiert, ja, super gestandener Spieler, bla, so viel für den Verein getan. Ja, alles gut, alles richtig. Ne? Aber am Ende ist es Leistungssport und dann gehört er in den Konkurrenzkampf geschickt. So. Und wenn das nicht passiert, dann kriegst du die Probleme, die wir halt die letzte Saison hatten. Diese Saison ist ein bisschen besser geworden wieder, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ja, willst du den Leuten das vorwerfen? Also ich glaube, das ist einfach menschlich, ne? Glaube ich schon. Harry Kane, ganz feiner Kerl. Ja, alles, was man so bisher mitgekriegt hat, ja, einfach krank, der Typ. Einfach krank. Absolut keinerlei Starallüren, absolut keinerlei Egoismen, Anfälle à la Lewandowski. Super mannschaftsdienlicher Spieler, sich für nichts zu schade, ja. Gar kein Problem, den Ball abzuspielen, wenn er sieht, ein Spieler steht besser. Also, krank einfach. Einfach krank, der Typ. Ich sag, klon den 11-mal, alles ist gut. Okay, das ist ein neuer im Tor. Massimo Otto, das war auch eine Kanone, Alter. Edson Bravheit war auch eine Kanone, ja. Ich muss bei Kane gestehen, dass ich mich im Spiel gegen Bochum bei dem Pass auf Sané voll aufgeregt hatte, weil ich im Fernseher Sané nicht gesehen hatte. Und ich dachte, was soll denn das? Dabei liebe ich diese Kane-Pässe. Ja, krank, oder? Ist schon wirklich, was er für ein Auge auch hat. Und sag ich ja, das wird ja nicht schlechter werden, ne? Das Verständnis. Sieht man ja auch, die letzten Spiele war es ja schon um einiges besser. Und warten wir ab nächste Saison. Also. Wenn man die Laufwege noch ein bisschen besser kennt, wie der Mitspieler genau agiert und so weiter. Ich finde es sehr schade, dass Götze bei nicht richtig gefruchtet hat. Er hatte so viel Potenzial. Ja, aber das haben ja ganz viele gehabt bei uns. Und Götze ist ja auch, weiß ich gar nicht. Ist ja richtig gescheitert bei uns. Ja, am Ende vielleicht schon, ne? Aber ich fand es auch schade, ja. Aber ist ja auch leider kein Einzelfall. Der Huminabend. Dein Tipp gegen Bremen. Ja, da ich letzte Spiel 3-1 getippt habe, wir zu 0 gespielt haben. Die Frage wird sein, wie kommen wir mit dem Umschwung klar, wenn wir sind in Portugal, das ist mit Sicherheit ein bisschen wärmer. Ansonsten, ich würde schon so in Richtung 4-5 gehen für uns. Sei denn, wir sind dann eingefroren, weil es arschkalt ist am Wochenende. Ich weiß nicht, wie wird das Wetter? Muss ich mal gucken, wie das Wetter wird in München. Am Wochenende. Dann sage ich eine Prognose. Sieben-Tage-Prognose. Ja, sowas brauche ich. 2 bis minus 5 Grad. Ja, wild. Gefühlt 0 bis minus 8. Also eher kalt.
Nee, ich bin so bei 4, 5. Ob zu 0 oder zu 1, könnt ihr euch aussuchen. Ein Müller ist aber komplett egal, wie viele Titel er schon gewonnen hat. Der hat einfach dieses Bayern-Gehen, immer gierig zu sein, einfach in sich. Ja, Florian, da gebe ich dir recht. Ich habe ja auch den Müller nicht genannt bei der Aufzählung. Da gebe ich dir recht. Einige Spieler haben das ja auch. Aber viele Spieler hat man halt das Gefühl, dass dem nicht so ist. Ja. Liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der Generation, weil das ja immer so die Generation war. Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry, Süle, die nie einen großen Titel gewonnen haben. So auch auf Nationalmannschaft bezogen und so weiter. Und dann haben zumindest die beim FC Bayern endlich mal gezeigt, yay, wir können doch große Titel gewinnen und haben alle 6 Titel gewonnen. Und ich glaube, da hat dann schon so ein Gefühl, so Pharma 10% runter eingesetzt. Ich glaube aber, dass das auch menschlich ist. Bei Kay Musella, da merkt man noch immer wieder, dass der Wille und der Hunger da ist. Bei den anderen Spielern merkt man richtig, wie die versuchen, den Ball nur in den eigenen Reihen zu halten. Ja, die haben, wie gesagt, dass ein Heavy will, der noch keinen Titel in seiner Karriere gewonnen hat, denke ich, ist klar. Und ein Musiala, ja, müssen wir nicht drüber reden, dass der noch heiß ist. Ja. Weil vielleicht tut man da den anderen Spielern auch ein bisschen Unrecht, wenn man sowas sagt. Ich weiß es nicht. Aber so ist es auf jeden Fall, wie es rüberkommt. Ne? Ja, ich sag ja, den Kane, wir müssten ihn auf jeden Fall 4-mal klonen, das wird reichen. Die 4 Positionen vorne mit 4 Heavys besetzen, alles ist gut. Ach, herrlich. Egal wie die Saison ausgeht, egal wie viele Titel man gewinnt, es muss aussortiert werden. Gnabry, Kimmich, Coman, Mazraoui, Davis können weg. Können wegen mir alle gehen. Ja, was haben wir schon letztes Jahr gesagt? Davor das Jahr haben wir das auch schon gesagt, dass wir mal Konkurrenz im Kader brauchen. Dann hat das letzte Saison ja eigentlich im Höhepunkt daran gegipfelt, aber dann haben wir ja mit viel Glück die Meisterschaft geschenkt bekommen. Dadurch ist das dann wieder nicht passiert. Ja. Obwohl ich glaube, wir hätten schon den einen oder anderen abgegeben, diesen Sommer. Aber es gab halt einfach keine Interessen. Wer will den Gnabry verpflichten für das Geld? Oder auch ein Goretzka, die Form, die er hatte. Ich meine, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Aber wer soll diese Spieler verpflichten? Weißt du? Das ist halt auch noch so das Problem. Die bist halt gar nicht los. Und die wollen ja auch gar nicht weg. Bremen habe ich endlich mal wieder das Gefühl, dass wir die putzen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber meistens, wenn ich das Gefühl habe, passiert das nicht. Aber ey, Vorsicht, ich gehe mit dir. Ich habe das Gefühl auch. Ich denke, die Teambuilding-Maßnahme hat gefruchtet in Portugal. Ja, der Audi Cup ist auch ein wichtiger Titel immer. Meine Prognose am 24.03. ist Tuchel weg und wir holen dieses Jahr keinen Titel. Dann kommt Alonso und Eberl und regeln. Ich gebe da keine Prognose ab. Wir werden sehen. Also ich denke, Tuchel hat jetzt auf jeden Fall die Zeit noch. Und ich glaube, wenn er sich ein bisschen umstellt und den versucht auch mal die jungen Spieler einzubauen, weil wir sehen es ja, erfolgreich ist der Fußball ja, den wir spielen. So, da gibt es ja gar nichts dran zu meckern. Ne? Da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Dass auch die alten Herren mit Sicherheit andere Vorstellungen haben von den Spielen, die sie da gucken, denke, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wenn er mehr junge Spieler einbindet, was so vom Verein so ein bisschen gewünscht ist, glaube ich schon, dass das auch mit dem Tuchel weitergehen kann. Mhm. Wenn er das aber nicht tut, denke ich auch, dass er weg ist. Ja. Kimmich sollte einfach mal der Mannschaft kommunizieren, dass er als RV eingesetzt werden soll und dann wird das Bayern-Spiel viel besser. Er hat er ja jetzt getan, so ein bisschen.
Hat er so ein bisschen getan. Aber das wird von ihm aus ja nie selber kommen. Ist ja auch nicht seine Aufgabe. Da hat er ja auch am Ende des Tages recht. Wenn, dann ist der Trainer dafür da und der Trainer muss ihm sagen, du spielst jetzt Rechtsverteidiger und Punkt. So. Und da ist dann halt ein Tuchel in der Pflicht. Und ich denke ja auch, ein Tuchel muss ja das Spiel gegen Dortmund und Stuttgart gesehen haben. Der ist ja nicht blind auf den Augen. Und der wird ja gesehen haben, dass das um einiges besser war, wenn Kimmich da nicht in der Mitte rumgedümpelt ist. So ein 8-1 oder 9-2 wie gegen den HSV wäre mal wieder geil. Und ein 8er Pack Heavy. Ach, Vorsicht, Alter. Jetzt bist du aber am Träumen, wa? Training immer 3-mal Top, ja. 4-2 gegen Bremen. Ja, wer soll denn bei Bremen 2 Tore schießen? Bin gespannt, ob Eric Dyer schon seinen ersten Einsatz gegen Bremen kriegt. Ich bin gespannt, vielleicht spielen wir mit Dreierkette gegen Bremen. I don't know. Mal abwarten. Pavlovic zeigt im defensiven Mittelfeld Feuer und Leidenschaft. Er spielt viel hungriger als Kimmich im defensiven Mittelfeld. Ja, aber gut, das ist ja keine Kunst, Leute. Jetzt mal, nochmal, das ist ja auch nichts gegen Josh. So an sich. Ja, er ist ja ein guter Spieler. Aber er ist kein defensiver Mittelfeldspieler, Alter. Das ist er einfach. Also nicht diese Art. Weiß ich nicht. Also da kannst du ja einen Goretzka dahinstellen, du kannst einen Neymar dahinstellen, du kannst selbst einen Guerrero dahinstellen. Selbst der war ja defensiv gegen Stuttgart stärker wie ein Kimmich in all seinen Spielen in der Hinrunde. Also das sagt doch alles, oder? So, der Kimmich hat halt nicht das Feuer zu sagen, ich möchte hier hinten der Abräumer sein, ich möchte hier hinten der zentrale Fixpunkt sein, ich möchte hier hinten der spielbestimmte Spieler sein. Nein, Kimmich hat den Anspruch, ich möchte hinten irgendwie das Chefchen sein und vorne gleichzeitig die Tore einleiten, am besten noch die Ecken selber reinschießen, was er oft genug versucht. So, das sind Kimmichs Ansprüche. So, ich will hier, wie gesagt, er will sich zu sehr selber darstellen, hat man das Gefühl. So, genau das Gegenteil ist so ein Pavlovic oder so ein Leimer oder so ein Goretzka. So. Das ist das große Thema. Obwohl das jetzt ein bisschen besser geworden ist beim Josh, muss ich ja dazu gestehen. Er hat jetzt nicht mehr ganz so das Gefühl, dass er sich unbedingt da aufdrängen muss. Vielleicht wird das ja die kommenden Wochen auch noch mal besser, ich weiß es nicht. Aber nochmal, er ist jetzt nicht dabei beim Teambuilding. Er ist ja zu Hause bei seiner Ollen. Also. Und wenn er dann trotzdem wieder spielt von Anfang an, obwohl er nicht im Trainingslager war, dann weiß ich es halt auch nicht mehr. Punkt. Weißt du? Nichts einstudiert, gar nichts. Pech. Und er wird spielen, machen wir uns nichts vor. Ja, Manfredo, das denke ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass dem Paten vom Tegernsee nicht gefällt, wie die Mannschaft spielt. Was meinst du, wie lange er noch so zuschaut? Ja, es ist ja besser geworden, muss man ja sagen, ne? Es ist ja die letzten Spiele ein bisschen besser geworden. Aber ja, wenn das wieder so ein Niveau werden sollte, wie es die ersten 10, 12 Spiele war in der Saison, dann glaube ich auch, dann ist auch egal. Dann ist egal. Ich glaube auch, dann wird der Hammer fallen. Aber das ist ja auch, was ich sage, wenn Tuchel es nicht hinbekommt, so ein Pavlovic und Tell jetzt mehr Spielzeit einzuräumen, was er jetzt schon getan hat gegen Hoffenheim. Wenn er das durchzieht, die Rückrunde, dann glaube ich, hat er Chancen, ja. Aber sollte er das so machen wie in der Hinrunde, dann ist es auch wurscht, ob er Titel gewinnt. Ich glaube, dann wird trotzdem der Hammer kommen und man wird sagen, das passt nicht. Weil man halt einfach andere Ansprüche hat. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn jetzt so ein Pavlovic oder Tell so zeigen würden, sie haben die Qualität nicht, ja, oder sie sind zu schlecht oder sie sind nur so halb gut und könnten das vielleicht schaffen, da wird man ja, hätte der Tuchel ja Argumente, aber jedes Mal, wenn die Jungs spielen, spielen sie ja bärenstark. So, und der ganze Verein, auch wir Fans, wir lechzen ja danach mal wieder sagen zu können, guck mal hier, das ist ein Münchner Spieler, der kommt aus München, der kommt aus unserer Jugend, so Schweini, La-mäßig, das wollen wir ja. Wir wollen ja diese Spieler, mit denen du dich identifizieren kannst, so. Müller macht noch ein Jahr, dann ist Müller weg, das ist der letzte, ja.
Und deswegen ist der Verein ja gerade daran so bestrebt, auch zu sagen, wir wollen jetzt selber wieder 1, 2 in den nächsten Jahren ranführen, die diese Rolle, diesen Sprung schaffen. Ne? Und wenn du dann siehst, dass so ein Pavlovic so performt, wie er performt, dass er die Qualität hat, diesen Sprung zu schaffen. So, wenn du den dann komplett ignorierst, jetzt als Trainer, ich glaube, dann wird's ganz eng. Also dann passt das halt einfach nicht zur Philosophie des Vereins. Lass mal große Klappe, jetzt dein Karma kennen wir ja. Ja, ist egal. Ich hab nur gesagt 4 oder 5. Ich habe hier nicht gesagt, wie hier Vorsicker 8-1-9-2, 8 Harry-Tore und sowas. Und am Ende wird so ein krüppeliges 1-0 wie Leverkusen in der 95. Minute und dann ist auch gut. Eine Niederlage in Leverkusen und es wird wild. Ach Ben, so weit sind wir ja noch nicht. Stell dir mal vor, wir verlieren schon das Nachholspiel gegen Union Berlin. Oder gewinnen es nicht. So. Oder Leverkusen verliert das nächste Spiel. Gegen wen spielt Leverkusen? Können wir mal schauen. Dü. 18. Spieltag. In Leipzig spielt Leverkusen. Das Spiel ist ja auch noch nicht gewonnen, Leute. Machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ich meine, Leipzig hat verloren, die sind unter Zugzwang. Da geht es um die Champions League Plätze für Leipzig. Also gewonnen ist das Ding auch noch nicht. Also mal abwarten, ne? Wir haben halt noch 3 Spiele, oder? 3 sind's. Ist Leverkusen, warte. Bevor ich jetzt Mist erzähle und dann wieder hier muss ich wieder 10 gleiche Kommentare bauen. Ey, das sind aber 4 Spiele, was wird jetzt so scheiße? Weißt du? Wegen den Leuten muss ich erst nachgucken. Diese Klugscheißer. Ja, es sind nämlich 4. Siehst du? Bremen, Union, Augsburg, Gladbach. So. Und Leverkusen spielt gegen Leipzig. Gladbach. Derby ist auch noch nicht gewonnen. Dann in Darmstadt. Ja, sollte machbar sein. Und dann gegen uns. Also bis da kann ja noch viel passieren. Das sind 9 Punkte, die zu vergeben sind. Also wer weiß, ob das Spiel dann noch diesen Stellenwert hat. Vielleicht ist Leverkusen dann schon 6 Punkte weg oder vielleicht sind wir schon an Leverkusen vorbeigezogen mit 4 Punkten. Also immer mal abwarten, ne? Ich habe mich an einer Einsatzgarantie im Vertrag stehen, da gehe ich auch von aus, Alter. Aber wenn, habe ich ja letztes Mal im letzten Stream schon gesagt, wenn, ist er der größte Ficker dieser Welt. Weil den Vertrag hat er selber ausgehandelt. Ohne Berater. Man muss dem Tuchel halt mal seine Grenzen zeigen. Er braucht jetzt nicht meinen, dass er jede Saison einen 100-Millionen-Transfer bekommt. Mit Freund und Eber sind jetzt 2 im Verein, die die Jugend aufbauen soll. Und das muss Tuchel halt mal in seine Birne bekommen. Na, ich glaube schon, wir werden ja, haben wir ja auch, hat der Verein ja auch so kommuniziert. Die Mischung macht's. Ja, du wirst immer mal so eine Kanone raushauen. So, ich meine, dass ein Harry Kane das Geld wert ist, was wir gezahlt haben, warum nicht überreden? Ich denke, auch ein De Ligt ist das Geld wert, was wir gezahlt haben. Leider darf er es nicht zeigen. Aber ja, die Mischung macht's. Ne? Wir müssen halt dahin kommen, dass wir wieder so ein Schweini, so ein Lahm, so ein Müller aus den eigenen Reihen oder so Bartstuber damals auch. Oder selbst so ein Andi Ottel. Der war jetzt nicht Weltklasse oder was. War ein Ergänzungsspieler mit einem guten Niveau. Ja, aber einfach, dass du wieder Jungs aus dem Verein und aus München hast. Das ist halt super wichtig in der heutigen Zeit. Was heißt in der heutigen Zeit? Ist immer wichtig, so. Ja? Wenn du nur eine zusammengekaufte Truppe hast, ja, weiß ich nicht, dann bist du auf dem Niveau von Paris, Manchester City, so, welche Identität ist da vorhanden, ne? Du brauchst halt immer so ein paar Spieler, die das verkörpern, die das ausstrahlen und die dann auch die Neuzugänge, ja, das weitergeben. So, weißt du? Und die, wie gesagt, da ist der Schwund gerade da bei uns. So, deswegen haben wir ja vor ein paar Jahren die Kohle in die Hand genommen und haben so ein Leistungszentrum dahin gezimmert für
zig Millionen und stecken da pro Saison zig Millionen rein, ne? Und ja, deswegen hat man jetzt auch einen Freund geholt und so weiter. Und das ist auch gut so. Und deswegen sage ich ja, und da musst du jetzt den passenden Trainer zu haben. Und entweder geht der Tuchel da halt mit dieser Philosophie oder halt nicht. Und das wird man dann am Ende der Saison, denke ich mal, sich hinsetzen und wo ich schon glaube, das wird schon jetzt in der Winterpause gemacht. Das hat man schon, ich glaube, das sieht man so ein bisschen, oder? Merkt man auch so ein bisschen an seinen Worten, die Tuchel sagt, auch wenn er die nicht gerne sagt, haben wir ja gesehen in der Pressekonferenz. In der Reaction habe ich ja zum richtigen Zeitpunkt angehalten, was er da für ein Gesicht gezogen hat. Ich weiß nicht, ob ein Tuchel darauf Bock hat, so auf lange Sicht. Das wird man sehen. Und wenn dem nicht so ist, ja, dann ist er allerspätestens in 1,5 Jahren weg, dann läuft der Vertrag aus. Herzog macht einen Doppelpack. Ich glaube, falls wir dieses Jahr wirklich keinen Titel gewinnen sollten, bricht eine ganz dunkle Zeitalter für die Bundesliga an. Denn dann schlägt unser Bayern-Imperium richtig zurück. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das Imperium schlägt auch so zurück. Mal mit Harry Kane haben wir schon zurückgeschlagen, so. Haben wir schon ein bisschen reagiert. Und wenn du echt mal guckst, was du für Granaten so in der Hinterhand hast an jungen Talenten, wenn du da ein bisschen Glück hast und da wirklich 1, 2 rausziehst, dann musst du gar nicht immer so die fette Kohle in die Hand nehmen. Und wenn wir da über Aurelio oder wie er heißt, wie man den ausspricht, reden, ja, da wirst du 100 Mille zahlen, du wirst dann aber auch 80 Mille für ein Delicht wieder einnehmen. So, ne? GB, Glück auf. Mal abwarten. Obwohl wie gesagt, ich kann zu dem Spieler nichts sagen. Ich fände es super traurig, wenn der Licht gehen würde. Ja. Stimmt, eigentlich dürfte er nicht beginnen. Goretzka, Leimer würde passen. Ja, aber Leimer muss ja Rechtsverteidiger spielen. Leimer geht ja schon mal nicht. Also muss er schon mal Pavlovic spielen. Er bringt den Bayern nichts Positives im defensiven Mittelfeld. Wir wurden viel besser gegen Hoffenheim, als Kimmich spät in der zweiten Halbzeit als RV eingesetzt wurde. Jo, gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir rennst du damit offene Türen ein. Also, vor allem, weil wir genug Spieler auch haben, die da spielen können, diese Position. Also, bei mir rennst du offene Türen ein. Im letzten halben Jahr hat man das von dir oft gehört, wenn der nächste Spiel wieder spielt, dann weiß ich auch nicht mehr. Absolut verständlich, denke mir oft das Gleiche. Was soll ich dir sagen? Das ist ja immer, ne? So wie man es fühlt. Bot, servus. Jetzt ist Schluss mit Spielerei. Wenn Tuchel Titel gewinnen möchte, dann muss er die jungen Wilden spielen lassen. Nee, das ist ja, eigentlich ist das ja genau andersrum beim Tuchel. Jetzt, wo Tore keinen Sechser bekommen hat, spielt Kimmich wohl immer auf der 6. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil Tuchel hat ja vor der Saison gesagt, Kimmich ist nicht der Sechser, den er braucht. So. Kimmich hat jetzt die Tür auf jeden Fall schon mal aufgemacht, dass er auch rechter Verteidiger spielen würde, wenn der Trainer ihn das sagt. Und der Verein, denke ich, wird ein bisschen Druck gemacht haben, dass man doch dem Pavlovic mal ein paar Chancen geben sollte. Wenn wir jetzt 1 und 1 und 1 zusammenzählen, besteht eine kleine Chance, dass sich das vielleicht ändert. Aber nur, wenn wir keinen rechten Verteidiger verpflichten. Wenn wir einen rechten Verteidiger verpflichten, dann spielt Kimmich, ja. Dann müssen wir uns bis zum Ende der Saison auf jeden Fall mit Kimmich auf der 6 anfreunden. Und ich sage sogar, dass Kimmich den Vertrag verlängern wird. Ja, natürlich waren die Spiele unter Nagelsmann attraktiver, viel attraktiver. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist auch Geschmackssache. So, ich bin halt keiner, der sich an Simeone oder Mourinho-Fußball erfreut. So, ja. Oder Kovac-Fußball können wir dabei nehmen. So, das ist nicht meine Art, die ich geil finde. So, ich habe es ja in der Dingens gesagt.
in meiner Spielanalyse, ich fand die erste Halbzeit super langweilig gegen Hoffenheim. Ich fand die zweite Halbzeit sehr unterhaltsam, weil viele Chancen auf beiden Seiten da waren. So, aber das ist ja, muss ja jeder für sich wissen. So, der eine findet super geil, keine Ahnung, wenn Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel 0-0 spielt und beide 500 Mal im Spiel die Formation ändern und versuchen sich gegenseitig auszucoachen und taktisch den Ball super langweilig, 80% jeweils in ihrer Reihen halten und kaum nach vorne spielen. So, das finden dann Leute super geil, weil es super taktisch ist und super taktischer Fußball. So, das muss immer jeder für sich wissen. Ja? Nochmal, ich gucke mir lieber ein 4-2 von uns an, als wie ein 1-0. Ja? Weil es einfach ein unterhaltsameres Spiel ist. Aber manch einer geilt sich halt mehr ein 1-0 auf, an super starke defensive Leistung, an super Catenaccio, italienischen Fußball, was weiß ich, wie ihr es nennen mögt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin halt eher so der Verfechter des offensiven Fußballs. Aber das ist reine Geschmackssache. Ne? Und klar war der Fußball unter Nagelsmann viel, viel attraktiver. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, Alter. Aber natürlich auch viel, viel riskanter nach hinten hin. Überlegt euch mal, wie viel Konter wir gefangen haben. Wie viel Riesenchancen, wie oft wirklich der Torwart da die letzten 10% riskieren musste, um da den Ball zu klären und sowas. Das hieß ja jetzt kaum noch, gar nicht fast unterm Tuchel. Ja? Was ja auch nicht schlecht ist. So. Ideal wäre eine Mischi, ne? Eine gute Mischi. Was der Tuchel ja versucht, aber vorne ist es einfach noch zu statisch. Hat er ja auch selber gesagt. Zu statisch, zu langsam. Ja. Aber nochmal, das muss jeder für sich wissen. Ich verurteile auch keinen, der sagt, ich mag super defensiven Fußball und finde das super toll. Also das muss jeder für sich entscheiden. Das ist völlig okay. Ich will mit der Schubkarre nach Paris fahren. Naja, du wirst um Kimmich nicht drum herum kommen, ne? Leider. Wir knallen ab jetzt alles weg und Leverkusen wir gegen Leipzig verlieren. Ja, wer weiß. Wir werden es sehen. Zum Blume, Servus. Ja, aber vielleicht hat der Tuchel ja den Kimmich immer spielen lassen, um mal dieses Argument zu haben, dass er einen Sechser kriegt, wisst ihr? So, und das ist ja jetzt nicht mehr gegeben. Von daher, vielleicht schwenkt er jetzt wirklich auf den Pavlovic um. Ich bin gespannt. Oder auf den Goretzka oder was weiß ich. Wir werden es sehen. Ja, Kimmich war gegen Hoffenheim gut. Ich habe ihm, glaube ich, eine 3- gegeben, oder? Ansichtssache. Ja, na klar sehe ich Leverkusen unter Alonso stärker, als wir sind. Na klar. Aber die Spiele müssen ja trotzdem gespielt werden. Wir haben es doch gegen Augsburg gesehen, dass es schon super knapp war für Leverkusen. Auch wenn sie die spielbestimmende Mannschaft waren. So. Wer sagt denn, dass das nicht die nächsten Spiele genauso kommen wird? Also wir können ja auf jeden Fall festhalten, ist ja immer so, ist ja auch, wenn wir so eine schwache Phase haben und nicht so stark sind, wie wir es ja auch schon mal hatten in der Saison, dann haben die Gegner, es hieß ja immer, ja, die Gegner haben die Angst vorm FC Bayern verloren. So, dann spielen die natürlich nicht so, wie sie jetzt die ganze Zeit spielen, weil ein Harry Kane da ist, sondern sind viel offener, wir haben viel mehr Räume. So, das machen die dann eine Halbserie, dann knallst du einem alle weg und dann mauern die sich hinten alle rein. Und das Problem wird Leverkusen jetzt auch haben. Leverkusen hat eine super starke Hinrunde gespielt und es werden viel, viel mehr Mannschaften spielen wie Augsburg. Ja, so wie die Gegner gegen uns spielen. Die stellen sich hinten rein und machen dicht. So, und da muss Leverkusen halt auch erstmal die Dinger machen, ne? So, also erstmal abwarten. Das ist ja noch nicht alles safe. Klar spielt Leverkusen den schöneren Fußball und ist konstanter. Die haben noch kein Spiel verloren. Da müssen wir nicht drüber reden. So, das steht außer Frage. Aber trotzdem müssen die Spiele ja erstmal gespielt werden. Ne? Man kann ja nicht nur sagen, ja, das war jetzt so und
das wird die nächsten 200 Spiele so sein. Wer weiß das schon? So, lass mal einen negativen Punkt kommen und dann kriegst du einen negativen Lauf und bla und so. Das kennen wir doch alle. Also sehen wir doch bei uns. Ja? Also mit der Qualität, die wir im Kader haben, ja, kannst du die letzte Saison ja auch nicht erklären. So, weißt du? Also, da bin ich immer, ja, klar, auf dem Papier gesehen, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber wenn es danach geht, werden wir alle Toto-Millionäre, Alter. Wenn Fußball danach geht, wie es auf dem Papier aussieht. Hm? Also immer mal abwarten. Derlinger war auch gut. Ottl war ein, was? Lass mal den Andi Ottl in Ruhe. Ich fand den, Andi war eine Maschine, Alter. Andi war ein guter Ergänzungsspieler. Kane war auch unauffällig. Ich fand den jetzt nicht unauffällig. Kein besonderer Fehler, aber auch kein wildbewegtes Spiel. Ja, habe ich auch so gesehen bei Josh. Aber erst auf die Kacke hauen, 80 Millionen ankündigen und der Trainer bekommt alles, was er braucht, wie damals, wo es hieß, wenn sie wüssten, wen wir schon alles haben, wir wissen, was damals rauskam. Ja, aber die Frage ist ja, aus welcher Sicht bekommt der Trainer alles, was er braucht? Wenn der Verein sieht, jo, da ist ein Pavlovic, das ist ein geiler Sechser, der kann sich entwickeln, der wird das, ja, dann sagt der Verein natürlich, ja, dann braucht der Toro keinen Sechser für 80 Millionen. So kannst du halt auch argumentieren. Ne? Und wenn du den Tuchel sagst, du kriegst alles, was du brauchst, dann kannst du aber eine halbe Milliarde locker machen. Dann kannst du das Festgeldkonto leer räumen. Eberl jetzt so gut wie fix, gute vorhersehbare Entscheidung. Okay, wer sagt das denn, Marco? Wer sagt das denn, dass das safe ist? Was hat sich denn jetzt heute geändert im Gegensatz vor 2 Monaten? Also aus meiner Sicht absolut gar nichts. Weil Ende Februar ist eine Abstimmung, eine Aufsichtsratssitzung, wo das dann fix gemacht wird oder nicht fix gemacht wird. Also das ist genauso wie, dass Leverkusen die nächsten 4 Spiele gewinnt. Oder? Ja, Eberl wird sehr wahrscheinlich verpflichtet werden, aber es hat sich doch jetzt nichts geändert, nur weil ein Plattenberg, Alter, irgendein Zeug erzählt. Was hat sich da geändert zu den 1-2 Monaten, die vorher ins Land gegangen sind? Gar nichts. Ganz ehrlich, Tottenham bereut es sehr. Ich schaue viele Spiele der Premier League. Die waren in den ersten 2 bis 3 Monaten ganz vorne. Mal 8 Punkte vor City. Die spielen wie Stuttgart gegen Leverkusen. Erste Halbzeit. Ja. Machen viele Tore in den ersten Minuten und brechen dann ein. Mit Kane klarer Tabellenerster. Ja, die Frage ist immer, ob man dann den gleichen Fußball spielen würde, ne? Ich meine, Kane war ja genug Jahre da und hat nie einen Titel gewonnen, also. I don't know. Kane fand ich auffälliger als Kimmich. Ja. Dyer kann doch Rechtsverteidiger. Er hat da seit 8 Jahren nicht gespielt, also ich glaube nicht, dass das eine wirkliche Option ist. Also vor 8 Jahren hat er das letzte Mal Rechtsverteidiger gespielt. Also klar wird das können. Ja, ich denke, jeder Innenverteidiger kann irgendwie Rechtsverteidiger spielen. Aber dass er eine wirkliche Alternative auf dieser Position ist, ja, da sind wir ganz weit von weg. Die wollen halt eine Ausbildungsmannschaft auf Bayern machen. Das ist doch Schwachsinn. Boah, das ist doch völliger Tullux, den du hier von dir gerade gibst. Junge. Man will halt einfach wieder 1, 2, 3 Eigengewächse in der Mannschaft haben, wie ich es vorhin erzählt habe. Man möchte einfach dieses Mir Samir, dieses Merkmal des Vereins haben, dass man, so wie es früher immer war, Lahm, Schweinsteiger, Bartstuber, jetzt der letzte, der Müller, dass man halt so eine Identifikation hat. Das will man haben. Man will kein Ausbildungsverein sein, aller Dortmund, Alter. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ei. Gut, ich lese das LOL jetzt noch, hast du Glück gehabt. Junge. Man muss Gnabry und Davies verkaufen, meiner Meinung nach, solange man noch Geld kriegt. Für Gnabry kriegst du kein Geld mehr. Also wenn du einen Verein findest, der dir für Gnabry 10 Millionen gibt und ihn überhaupt abnimmt und sein Gehalt stemmen kann, dann, ja, Hovi.
Wenn beide unauffällig waren, spielt keine Rolle, wer weniger unauffällig war. Doch, weil Harry Kane ein Tor geschossen hat. Ohne Kane wäre Bayern auch nichts weiter. Auch das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich nicht, ja, stimme ich dir zu, aber hätte ja irgendein anderer auf dem Platz gestanden, vielleicht hätte er auch ab und an ein Tor geschossen. Mein Fuß aufgespießt mit dem Plastiksplitter. Wo kommt der Plastiksplitter denn her? Hm? Julian Gunnar. Kane ist nicht so gut wie Lewandowski. Ja, da hast du recht, Jan, der ist nämlich nochmal 100% besser. Bayern ist nicht Meister geworden, Dortmund hat es verkackt. Ja, okay, da muss ich leider auch einhaken. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, uns wurde die Meisterschaft geschenkt. Ja, aber hätten wir nicht das Tor gegen Köln gemacht, wären wir auch kein Meister geworden. Also, ne? Komm schon, wir wissen, was Tuchel immer sagt und dann das Gegenteil tut. Ja, das ist bisher leider so. Ne? Mal abwarten. Man hat Kane nicht für die Bundesliga, sondern um die Champions League zu gewinnen geholt. Aha. Ist ja aber auch ein wilder Take, oder? Super starke Defensive haben wir ja nicht. Ich bleib dabei, ohne Kane-Tore würde Bayern in der Liga untergehen. Ich meine, jetzt gegen Hoffenheim haben wir jetzt keinen Unterschied gemacht. Dann hätten wir halt nur 2-0 gewonnen. Ja, Harry Kane und Musiala. Hat es bei euch auch geschneit? Bei uns hat es geschneit, ja. War super kacke heute. Wir wären ohne Harry Kane auf jeden Fall eine Ecke schlechter, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Gerade in den ersten Spielen, ne. Geil mich zuerst mal an Punkten und Titeln auf, danach kommt aber schon Dominanz und geiles Spiel. Ja, okay, bei mir ist das mittlerweile ein bisschen anders. Wenn du Titel jedes Jahr gewinnst, dann ist das irgendwann ein bisschen anders. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Nicht nur vorne, Abwehr und Mittelfeld ist genauso statisch und langsam. Ja, das Problem ist, wir haben einfach keine Ideen gegen so einen tiefstehenden Gegner. Weil da sind keine Räume da. Ja, wir haben keine Ideen, wir haben kein Spielkonzept dann, dass man sagt, wir machen jetzt den und den Ablauf, spielen da und da die Bälle im Doppelpass hin. So wie es teilweise unter Nagelsmann war, das kann man mal den Nagelsmann zugute halten, wie da das Kombinationsspiel vorne war. Das fehlt halt, da haben wir keine Ideen. Sobald wir ein bisschen Platz haben, das hat man ja auch gegen Hoffenheim dann gesehen, ja, dann kreieren wir auch genug Chancen. Dann wissen wir auch, wie wir was zu tun haben. Aber sobald ein Gegner sich hinten einmurmelt, haben wir riesige Probleme. Siehst du Real und City stärker als uns, wenn man jetzt auf die Champions League mal schaut? Kann ich dir nichts zu sagen. Ich habe von Real und City nichts gesehen. Ist mir aber auch egal, ganz ehrlich gesagt. Also ich denke, wir haben die Qualität, jeder Mannschaft zu schlagen. So, und wenn du Champions League gewinnen willst, musst du jede Mannschaft schlagen. Fertig. Ganz einfach. Aber wir haben natürlich auch die Qualität, 5-1 gegen eine Mannschaft wie gegen Frankfurt auf den Sack zu kriegen. Also von daher ist bei uns im Moment alles drin. Also, ne, wild. Ich brauche den Schnee jetzt auch nicht mehr, GB. Zumindest nicht, wenn ich mit dem Auto fahren muss. Coman ist besser als Sané. Ja, dieses Jahr nicht wirklich. Gegen Augsburg hast du die Leverkusen-Aufstellung gesehen? Nee. Unter Nagelsmann wären wir aber aktuell 10 Punkte hinter Leverkusen. Ja, sehr wahrscheinlich. Nagelsmann hatte auch keinen Kane. Das ist auch richtig, ja. Wer weiß. Vielleicht hätte der Heavy 2 Tore mehr gemacht, wie wir kassiert hätten.
Leverkusen spielt einen harmonisierenden Fußball. Da wird Fußball zelebriert. Bayern ist ein Grusel hin und her geschiebe. Ja, aber vielleicht reicht das Grusel hin und her geschiebe am Ende. Die Meisterschaft wird am letzten Spieltag entschieden und da kommt dann wieder unser Bayern-Dusel. Im Ernst, denke, das wird so ein Ding wie die letzte. Weiß ich nicht. Kann man ganz schwer vorhersehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass Leverkusen einen großen Einbruch kriegen wird. Die werden sich ein bisschen schwerer tun, wie in der Hinserie auf jeden Fall. In so manchen Spielen. Das denke ich schon. Aber ob wir... Ja, weiß ich nicht. Wir haben immer noch so, bei mir schwingt immer noch so der Vibe mit, so dass wir mal so eine schlechte Phase von 2, 3 Spielen kriegen können. Und dann wird es halt schwer. Und jede wäre noch gut. Ja, mal abwarten, vielleicht kommt er ja. Ja, warum sollst du denn hier auch was löschen können? Das ist ja ein Chat. Oder was meinst du? Bevor du es abgeschickt hast, kannst du noch was löschen, ja. Also, wenn du es abgeschickt hast, kannst du es nicht löschen. Sind ja nicht bei WhatsApp hier. Sky hat das exklusiv vermeldet, Eber wird kommen. Na, ich denke, Sky hat schon die Abstimmung, die Ende Februar kommt, haben die schon alle abtelefoniert, haben gefragt, wie die Abstimmung ausgeht, oder? Und klar, wenn Sky das vermeldet, dann ist das natürlich auch so. Doch logisch. Deswegen, der FC Bayern macht auch gar keine Ankündigung mehr. Na, wir warten jetzt immer, bis Sky irgendwas verkündet. Oder die Bild-Zeitung, das ist ungefähr 100 selbe. Und dann passt das schon. Doch super. Tuchel ist so wie die reiche Tochter, die mit der Kreditkarte losziehen würde und alles wegshoppt, wenn sie könnte. Ja, Tuchel hat halt klare Vorstellungen, so, ne? Sein System, glaube ich, so schätze ich ihn ein, und weiß, welche Spielertypen er für dieses System braucht. Und ja, wenn du ihn da machen lässt, wie man es bei Paris und Chelsea getan hat, sieht man ja auch, dass der Erfolg ihm dann recht gibt. Tuchel ist die Pechmarie. Daria kann auch Torwart? Ist kein Tarnat. Will auf Pavlovic und Kretzig setzen, dann hat man schon 2 Eigengewächse. Ja, aber Kretzig ist ja ganz außen vor. Pavlovic wird interessant zu sehen sein, ob Tuchel ihn jetzt mehr und mehr ranführt oder nicht. Aber wenn wir einen Rechtsverteidiger verpflichten, ja, da Kimmich immer spielt, wird es dann auch schwer werden für einen Pavlovic. Doch, ich habe das LOL ja dann noch gelesen dort, ist doch gut. Aber erstmal musste ich reingehen, ist doch klar, oder? Knabri gibt's auf dem Wühltisch. Ja, aber überleg mal, du kriegst auf dem Wühltisch was für 99 Cent. Musst dann aber jeden Tag 10 Euro zu dem Laden bringen, kaufst ja auch nicht. Mein Sohn hat eine Plastikpistole rumliegen lassen. Ei. Also hat er dich doch noch erwischt mit der Plastikpistole. Auraujo viel zu oft rot gefordert, erst gestern wieder vom Platz mit rot. Ja, keine Ahnung, ich kann zu dem Spieler nichts sagen, wa? Aber ich bin da vielleicht auch nicht ganz neutral. Wenn man dafür die Licht opfern würde, ist halt eine Geschichte, die ich persönlich nicht fühlen würde. Aber gut, ist ein Uruguayer, also da musst du sind das harte Hunde, ne? Da musst du schon mal damit leben. Ich hoffe, wir kriegen Real Madrid im Viertelfinale. Ist mir wurscht, wen wir kriegen. Immer her mit allem, was da ist. Wenn du das gewinnen willst, musst du jeden schlagen. Hast du den Christoph Daum gemacht, Bot, ja? Ja. Wir sind ja die Roten, passt also. Ja, rot wie Blut und weiß wie Schnee, GB. Was los? Passt doch. Dann lass mal ein bisschen Blut jetzt noch in den Schnee tropfen, Alter. In Herzform. Perfektes Bild.
Ich habe die Lösung. Kimmichs Gemahlin geht arbeiten und ihr Gatte macht ein Erziehungsjahr. Mit diesem reift Pavlovic zum Star und Napoleon wechselt zu Manchester City. Eieiei. Ich bin mal gespannt. Jetzt schläft der Kimmich ja dann noch weniger. Vielleicht performt er mit weniger Schlaf besser. Wer weiß. Normal kannst du die eigenen Posts löschen auf YouTube. Oh, okay. Ist ja wild. Soll ich das mal ausprobieren? Ja gut, ich kann es ja eh eigentlich, ne? Boah, ich brauche das ja nicht ausprobieren. Das ist ja Schwachsinn. Ah, weil die noch in der Überprüfung war. So ein Ding. Olli, da ist er wieder. Kannst zwar nicht schreiben die nächste halbe Stunde, aber pass auf, was du Kimmich-Fanboy so erzählst. Warum glaubst du, warum Kimmich nicht im Trainingslager dabei ist? Er war seine Frau das nächste Kind erwartet. Deswegen ist er nicht dabei. Weil er ein guter Papa ist, möchte er gerne dabei sein, weil er ein guter Ehemann ist. Was völlig verständlich ist übrigens. Aber das sind alles ganz viele Zeichen vom lieben Herrgott da oben, dass der Josh mal ein bisschen kürzer treten sollte. Vielleicht erkennt die Zeichen der Tuchel jetzt ja auch im Trainingslager. Wir werden sehen. Linus Huhn findet auch mal ein Korn, also dass er mit Chelsea mal die Champions League gewinnt, ist zwar schön und gut, aber für mich ist der Herr Professor noch lange kein super Trainer. Ich weiß nicht, was er bei Chelsea aufgebaut hat oder nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir mehr von ihm erwartet, auch gerade was so dieses Thema Konkurrenzkampf anbelangt. Aber das, wie gesagt, das hat er mich schon direkt in der Saison, wo er gekommen ist, enttäuscht. Also, was heißt enttäuscht? Das hat mich super verwundert halt. Der Trainerwechsel war halt totaler Schwachsinn, weil er dieselben Leute spielen lassen wie vorher der Nagelsmann und hat die Abwehrkette 20 Meter nach hinten gestellt. Das war alles, was er geändert hat. Deswegen war der Fußball auch genauso grottig. Beziehungsweise krotziger wie unter dem Nagelsmann. Ich glaube, die Saison ist von Champions League Sieg bis kein Titel alles möglich. Wenn Kimmich Sechser spielt, ist für mich kein Champions League Sieg möglich. Nee. Sei denn, der dreht sich jetzt um 360 Grad, der Kimmich. Und kriegt das in seinen Schädel rein, dass er echt hier, das ist mein Aufgabenbereich, nicht mehr, nicht weniger. Dann vielleicht, ja. Aber trotzdem müssen das dann andere rausreißen. Aber wenn er unser Sechser ist, glaube ich nicht, dass das bis oberste Regal ist. Sei denn, wir haben sehr viel Losungsglück bis zum Finale. In einem Spiel ist immer alles möglich, ja, da gehe ich mit. Aber ansonsten wird es schwer. Das ist gut, Bot. Spaß sollte man verstehen. Und Sarkasmus ist ganz wichtig hier. Er wird Papa. Schlechter performen wird schwierig. Glaubst du, Tore fliegt, wenn er wieder im Viertelfinale Champions League rausfliegt, Leverkusen im Februar München schlägt? Es kommt darauf an, wie viele Punkte Rückstand dann wären. Aber ja, sollten wir ausscheiden in der Champions League früh und sollten viele Punkte Rückstand haben. Ich glaube noch nicht mal dann wegen der sportlichen Leistung, also wegen der Ergebnissen. Ich glaube eher, weil es nicht so wirklich von der Philosophie her passt, was Verein und Trainer so wollen, hat man so das Gefühl. Aber nochmal, vielleicht ändert sich Tore. Gegen Hoffenheim, es war ja, die Wechsel waren okay und so weiter, also wer weiß, vielleicht hat das reingekriegt in seinem Kopf und es gab ein Gespräch mit dem Verein und so weiter. Wir werden es sehen die kommenden Wochen. Ja, ich glaube, wenn er die Jugendspieler mehr einbindet, was der Verein ja möchte, und nicht nur immer so seine gleiche Elf von Anfang an bringt und sowas, dann kann er das Ruder noch rumreißen. Aber
Wenn dem nicht so sein sollte, dann wird es schwierig für den Tuchel, ja. Dann denke ich, wird die erste Chance genutzt werden, wo man ein Argument hat zu sagen, halt, wir müssen den Trainer wechseln. Ja. Hast bei FCB Insight gelesen. Was denn? John Jay, was hast du denn? Warum Kimmich nicht? Ach so. Da hat der FCB Insight eine riesen Story rausgemacht. Kimmich nicht mit dem Trainingslager. Was ist da los? Setzt Tuchel nicht mehr auf Kimmich? Ist Kimmich aussortiert worden? Ist Kimmich zu Verhandlungen in Paris? Ach, herrlich, ey. Soll noch einmal sagen, ich könnte keine Clickbait-Titels machen. Ach, herrlich, ey. Dann macht Kimmich im Finale das Siegtor, dann würde ich an seiner Stelle eine Woche mit dem Fickfinger rumlaufen. Ja, und dann, was soll das ändern? Das ist ja wie King. So, der hat auch das Siegtor gemacht und seitdem... Eins muss man Tuchel im Gegensatz zu Nagelsmann lassen. Tuchel hat die Kabine wenigstens im Griff. Bei Nagelsmann sind ja so viele Spieler, so viele Internas nach draußen gekommen, dass Spieler sich beschwert haben. Ist jetzt die Frage, wen du das anlastest. Was jetzt dem Tuchel zugute hältst, ob das zugute hältst, dass der Bratzo und der Olli weg sind, schwierig zu sagen. Und ob der Tuchel wirklich die Kabine im Griff hat. Er schmiert auf jeden Fall den richtigen Spielern, oder wie ich immer so schön sage, er pudert die richtigen Spieler. Dass die Kabine einigermaßen ruhig ist, denke ich. Ich hoffe, das war im Baerbock-Gag jetzt mit den 360 Grad. Nee, so einer bin ich nicht. Stell dir vor, wir gewinnen dieses Jahr die Champions League und Deutschland die EM. Ja, und dann? Also ich würde die Champions League für einen Heavy, würde ich es fühlen. Würde ich ihm von Herzen gönnen. Ne? Der alte Mann, dass er nochmal richtig zuschlägt. Ob Deutschland die EM gewinnt, sage ich euch ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Das tangiert mich. Die können in der Vorrunde rausfliegen, die können die EM gewinnen, ist mir beides gleich wurscht. Also ich werde nicht auf den deutschen Nationalmannschaftszug dann aufspringen, wenn sie jetzt eine erfolgreiche EM spielen. Also kann mit den Vorgängen, die da laufen, so die letzten Jahre, kann ich nichts anfangen. Also da muss, egal wie die EM ausgeht, da muss nach der EM mal ein Trainer hin, der was ausstrahlt, der das macht, weil er gerne Nationaltrainer sein möchte, nicht des Geldes wegen, der ein Konzept hat und der da wieder Spieler reinholt, die da geil sind, für Deutschland zu spielen. Dann bin ich bereit, mich auf die deutsche Nationalmannschaft wieder einzulassen. Vorher nicht. Tuchel hat Chelsea doch auch erst ab dem Viertelfinale übernommen und genauso wie Matteo den Champions League-Sieg gelugt. Bei Paris und Dortmund war er aber eigentlich ganz okay, aber spielerisch ist es zu wenig. Ja, aber trotzdem muss ja das Viertelfinale, Halbfinale und Finale spielen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Vereine wie Chelsea, Paris, Bayern, also da kannst du in der Vorrunde ohne Trainer auflaufen, dann kommst du ja trotzdem weiter. Also bei den Gruppen, wie es bisher war. Also ist ja kein Argument. FCB Insight und Konsorten sind der letzte Quatsch. Aber es ist manchmal, wenn man auf dem Scheißhaus sitzt, schon witzig zu lesen, was da für Kommentare stehen. Da kann ich mich schon dran ergötzen. Ansonsten, die Artikel ist natürlich Clickbait. Ja, logisch. Aber die Kommentare sind eine Pracht. Wer ist dein Favorit für die EM? Schottland. Nee, Jan, kann ich dir nicht seriös beantworten. Ich bin nicht drin in den Nationalteams.
Wie gesagt, das geht an mir seit Jahren komplett vorbei. Ich weiß nicht, wer da gerade eine gute, junge, wilde Mannschaft hat oder was. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe den Eindruck, dass die Spieler für Tuchel nicht durchs Feuer gehen. Ein Fakt, der nicht nur zu unterschätzen ist. Ja, das Gefühl habe ich leider nach Frankfurt auch gehabt. Jetzt gar nicht so die erste Halbzeit, habe ich ja schon mal gesagt letztes Mal. Aber dann so die zweite Halbzeit, dass man sich da so ergeben hat, das war nicht gut. Ich denke, das Maulwurf-Thema hat sich vor allem durch den Führungswechsel ins Positive gewendet. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Dass da einfach ein bisschen weniger Leute dabei sind, die irgendwie da Sachen weitergeben. Ich hoffe nicht, dass ihr die Puder, bei uns heißt das was anderes. Aha, was heißt das denn bei euch? Knickknack oder was? Wer weiß. Ist jetzt nicht verwerflich, oder? Ich denke, Harry brennt so darauf, die Champions League zu gewinnen. Finale ist ja in seinem Wohnzimmer. Das ist eine einmalige Chance für ihn. Ja, na klar. Natürlich brennt er darauf, aber er muss die anderen da mit anzünden. Ne? Das bringt ja nichts, wenn der Harry brennt und hinten brennt's anders. Also bringt dir das ja auch nicht. Na klar brennt der. Also das wird er in seiner Karriere ja nicht normal erleben, sehr wahrscheinlich. Ja, dass er, wenn er in das Finale kommt und das noch in Wembley sein würde. Natürlich ist der heiß wie Frittenfett. Genauso wie der Verein heiß wie Frittenfett ist, dass das Finale nächstes Jahr in München ist. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist ja immer noch ein Mannschaftssport, wo 11 Spieler gebraucht werden. Ich freue mich extrem auf die EM. Ja, guck mal, das ist doch schön. Vielleicht werde ich da auch was gucken, ja. Aber dann wahrscheinlich nicht die deutsche Nationalmannschaft. Da rege ich mich wahrscheinlich nur auf. Dann vielleicht mal irgendwelche anderen coolen Spiele. Ob Nagelsmann oder Tuchel, ich fand uns unter beiden Trainern defensiv nie überragend und offensiv sogar abgebaut im Gefühl. Offensiv haben wir auf jeden Fall abgebaut, zumindest gegen defensive stehende Gegner. Das war unter Nagelsmann auf jeden Fall eine Ecke besser. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Lag aber vielleicht auch am extremeren Gegenpressing, was wir gespielt haben. Obwohl wir das ja jetzt schon gegen Hoffenheim auch gesehen haben, 30 Minuten lang. Also mal abwarten. Defensiv ist es schon besser, finde ich, weil wir einfach ein bisschen defensiver stehen. Wenn wir jetzt mal Hoffenheim rausnehmen, da standen wir auch sehr hoch mit der Viererkette. Ja, mal abwarten. Der Nagelsmann haben wir halt einfach viel zu viel Risiko genommen. Also da war ja quasi, das Spiel gegen uns war ja ganz einfach. So. Du stellst dich hinten rein, wenn du den Ball eroberst, spielst du ihn mittig, wo irgendjemand von dir steht, der den Ball nach außen schiebt, wo irgendeine schnelle Kanone à la Zickler ist, der braucht fußballerisch auch gar nichts können, der muss nur schnell laufen können. Und dann passt er den Ball wieder nach innen und das Ding ist drin. So, das war das Spiel gegen uns unter Nagelsmann. Und das ist unter Tuchel auf jeden Fall besser, weil wir eigentlich nicht mehr so hoch stehen, dass wir so super anfällig sind. Wir sind immer noch anfällig, ja, und haben viele individuelle Fehler teilweise. Ja. Die Videos von denen dauern immer 10 Minuten und in den letzten 30 Sekunden geht es um die... Okay, ich wusste gar nicht, dass die Videos machen. Ich lese nur ab und wann, wenn ich auf dem Scheißhaus sitze, einen Artikel in meinen Google News. Kane war schon mit Tottenham im Champions League Finale 2019 gegen Liverpool. Ja, bringt ihm ja nichts, der hat trotzdem keinen Titel gewonnen. Rumgeschiebe, bis Kane halt trifft oder eine typische Einzelaktion von Jamal oder Leroy. Ja, das waren viele Spiele so, ja. Aber gegen Dortmund war es ja zum Beispiel besser, gegen Stuttgart.
Auch jetzt gegen Hoffenheim war es eigentlich besser, nachdem Hoffenheim ein bisschen aufgemacht hat. Wir tun uns halt super schwer gegen tiefstehende Gegner. Also. Ja. Ja, das wird er erkennen müssen, ja, Manfredo, da gebe ich dir recht. Tore muss erkennen, dass es nicht der Anspruch des FCB ist, Spiele ganzlos zu gewinnen. Jeder möchte attraktiven, begeisternden Fußball sehen. Ja, das heißt, wir müssen nicht immer super begeisterten, attraktiven Fußball sehen, aber so viele schlechte Spiele wie in der Hinrunde ist dann auch schwierig. Und das wird den tollen obersten Herren da auch nicht gefallen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber vielleicht wird es ja auch besser in der Rückrunde jetzt. Ne? Mal abwarten. Also wie gesagt, der Auftakt war okay, fand ich. Ja, die gleichen Probleme, das wird sich auch nicht ändern gegen tiefstehende Gegner. So, da bin ich gespannt, ob wir vielleicht irgendwie ein bisschen jetzt in den Kurztrainingslager ein bisschen was einstudieren oder sowas. Aber immerhin haben wir mal nicht durch Kimmich nur Ecken reingepült, sondern haben die auch mal kurz gespielt. Ja, mal abwarten. Ich habe die Flinte noch nicht ganz ins Korn geworfen. Mal gucken, wann das der Fall sein wird. Wir werden sehen. Nagelsmann Fußball fand ich auch besser. Nagelsmann hatte aber auch immer so komische Aktionen wie bei dem Spiel in Leverkusen. Die Wechsel zur 45. Minute waren strange. Ja. Ist nicht Neppe unser Maulwurf? Also was Transfers angeht, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist das ja ganz einfach rauszubekommen, oder? Nimm ihn halt mal bei einem Transfer mit dabei und dann lass ihn mal weg, dann weiß es. Das Thema Tore sehe ich wesentlich kritischer, als er kam, hat er bis auf das Dortmund-Spiel nicht performt. Wir sind nicht Meister geworden, sondern Dortmund hat sie verspielt. Tore macht Spiele einfach nicht besser. Gut, Sané hat im Moment einen Lauf. Kane brauche ich nichts zu sagen. Er sägt Spiele ab wie Müller und De Ligt. Für mich kein Trainer, der passt bzw. gepasst hat. Jo. Gehe ich mit, Ben. Gehe ich so mit. Hat mich leider auch enttäuscht. Ja. Alonso performt seit der Rückrunde letztes Jahr so enorm, dass die Leverkusener Meisterschaft nicht zu verhindern sein wird. Fühle ich nicht die Aussage. Dass er performt, ja, na klar. Aber, wie gesagt, die Spiele müssen gespielt werden, Alter Belly, ey. Immer mal abwarten. Aber wenn dem so ist, dann nimm mal 2 Monatsgelder und setz sie auf Leverkusen. Kriegst du vielleicht noch ein bisschen was für. Ja, es ist schon ein klein wenig besser geworden defensiv, aber das gegen Eintracht und auch gegen Saarbrücken, da warte vor allem, wenn es um das Defensivspiel geht, mehr. Ja, haben wir ja schon durchgehabt, ne? Saarbrücken kann mal passieren, Frankfurt darf halt nicht passieren. Und wenn, dann muss auf jeden Fall die zweite Halbzeit anders gestaltet werden. Kevin De Bruyne hätte ich gerne mal bei uns gesehen. Ja, fand ich auch mega, wo er in Wolfsburg war. Aber auch das ist wieder dem geschuldet, dass bei uns, ja, weiß ich nicht. Man hat oft halt so, ich weiß manchmal, dass Mir San Mir auch negativ. Weil wir waren ja nie der Verein, der so irgendwie gesagt hat, so, komm, Otto, wir brauchen dich jetzt nicht mehr, verpiss dich. So, das hat der Verein ja nie getan, wird er auch nie tun. Ja, das ist ja auch, wofür der FCB steht. Aber dadurch hast du vielleicht manchmal auch diese Probleme. Genauso wie man das Gefühl hat, ja, man verpflichtet dann Gravenberg, man verpflichtet dann Sabitzer, aber man stellt sie nicht in den Konkurrenzkampf, weil der gute Josua und der gute Leon ja so viel für diesen Verein erreicht und getan haben, das können wir dann nicht machen. Die haben dann immer diesen extra Meilenbonus so. Das ist manchmal ein bisschen schwierig bei uns. Hat halt alles so Vor- und Nachteile, sag ich immer.
Wenn die Spieler schon nicht alles für den Verein geben, so sollten sie es doch für Harry tun, der unter anderem nach München wechselt, um Titel zu gewinnen. Ja, aber wenn die das für den Verein nicht tun, dann ja, der Harry muss die halt mitreißen, ne? Oder auch der Müller. Ich glaube, der Müller ist halt auch ein wichtiger Faktor, ne? Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das ist schon wichtig, dass der auf dem Feld steht, wenn da so ein Kuman ist, der eh nicht performt. Dann stell lieber Müller dahin, einfach weil es der Müller ist. Und wenn du ihn dann nach 45 Minuten rausnimmst, weil er platt ist, sonst was, dann ist das so. Das Problem dieses Rumgeschiebe ist, dass unsere Abwehrspieler kontinuierlich bedrängt werden. Somit werden unsere Abwehrspieler müder und verletzungsanfälliger. Ja, aber das holen sie jetzt gegen Hoffenheim zum Beispiel gar nicht. Also erste Halbzeit war ja nichts, die stand ja nur hinten drin. Ne? Also wenn der Innenverteidiger den Ball hatte, wurde er nicht angelaufen oder sowas. Ist den Ball halt weitergeschoben und gut war. Also, zweite Halbzeit sah es ein bisschen anders aus, ja, aber erste Halbzeit, also. Und wenn dem so ist, dass unsere Mannschaft hoch anläuft, muss halt die erste Pressinglinie überspielen können. So. Ja, das war halt, das hat mit Fußball nichts zu tun gehabt, was die erste Halbzeit gespielt haben. Also, ganz ehrlich nicht. Das ist. Aber ja, ich meine, man sieht's ja, dass wir gegen diese Spielweise Probleme haben und dann spielen die Leute halt anscheinend so gegen uns. Wenn du dann siehst, so, ja, da kommt Stuttgart, die kriegen dann 3, fahren nach Hause, dann denkt sich so Hoffenheim, ja, dann stellen wir uns doch mal hinten rein und parken da die 2 Viererketten, ne? Oder die 5er und die Viererkette. Weil da können die Bayern wissen nicht, was sie tun sollen, weil wir laufen ja auch 45 Minuten auf die Mitte drauf zu, wo 10 Leute stehen. Wir gehen ja dann nicht mehr und gehen mal mit 3 Leuten auf eine Seite und versuchen da zu überlagern oder dann mal einen Flankenwechsel zu bringen, weil die andere Seite dann mal ein bisschen Platz ist. Das machen wir ja nicht. Wir laufen 45 Minuten in die Mitte rein. Irgendwann wird schon der Ball durchrutschen. Aber du schießt ja dann auch nicht aus der zweiten Reihe. Nein, immer rein, immer dann noch hier ein Doppelpassversuch und da und hier. Einfach komplett sinnfrei, Alter. So. Und das ist, was ein Tuchel anheften muss. Also da musst du endlich mal eine Idee bringen, oder? Ich weiß es nicht. Und dass du dann keinen Speed kriegst, ist auch klar, wenn die da hinten drin stehen. Ja, wir haben gutes Pressing gespielt, wir haben den Ball sofort erobert. So, wir haben den Ball aber 20 Meter in der gegnerischen Hälfte erobert und die Hoffenheimer sind ja noch gar nicht rausgerückt. Die wollten ja gar nicht raus, die standen ja trotzdem da. Dann hast du den Ball und ja, läufst du wieder in die Ketten rein, also. Boah, super langweiliges Kackspiel war das erste Halbzeit. Junge. Aber nochmal, da können wir ja auch nichts für. Wenn du dann das 1-0 machst, durch so eine Standard, alles gut. So, aber die haben ihr Spielstil ja nicht geändert. Wir ganz ehrlich, dann Arsch geleckt, ne? So, dann spiel den Ball hinten rum und keine Ahnung, ich hätte mal 5 Minuten einfach zwischen den Innenverteidigern den Ball hin und her geschossen. Vielleicht wäre da mal irgendwas passiert, also. Ganz wild. Und ich meine, man hat es ja dann gesehen, wo die dann versucht haben, oder wo sie dann nach vorne gespielt haben, wie super anfällig wir waren. Ja. Also. Dann ist das ja noch unverständlicher, dass ich mich 45 Minuten da hinten so einigel. Also ganz komisch. Wenn der Gegner aber so tief steht, müssen mehr überraschende Aktionen kommen, nicht nur flache Bälle, sondern auch mal Heber in den Lauf, total unkreativ. Ja, wie gesagt, wir müssen uns mehr bewegen. Wir müssen aber auch mal eine Seite überlagern und mal einen schnellen Flankenwechsel machen, dass dann die Seite überlagert ist, die andere Seite ist ein bisschen freier, da muss ein schneller Flankenwechsel kommen. Das kommt ja alles nicht. Wir laufen 45 Minuten auf die Mitte drauf zu und keine Ahnung. Hoffen Musiala, Sané oder Kane kriegen irgendwie den Ball und keine Ahnung, haben eine Einleuchtung und haben eine Einzelaktion und machen das Ding rein. So, das ist unsere Spielweise dann. Da schießt ja auch keiner mal aus der zweiten Reihe. Ja, Opa war der Einzige dann irgendwann mal. Weil da mal eine kleine Lücke war. Aber selbst wenn da keine Lücke ist, knallt das Ding dort drauf.
Wenn da 200.000 Leute stehen, dann wird er abgefälscht oder was weiß ich, kriegst ein Handspiel zugesprochen oder sonst irgendeinen Scheiß. Aber das probieren wir ja gar nicht. Wir versuchen uns dann wirklich durch 15 Leute, die da stehen, mit unseren eigenen durchzukombinieren oder sonst irgendwas. Musiala will ein Dribbling machen durch 3 Millionen Beine. Also, komplett unkreativ. Einfach keine Idee haben wir. Einzige Idee, die wir dann haben, ist, wenn Harry Kane sich mal fallen lässt und irgendwie einen überraschenden Pass spielt. So, das ist das Einzige, wo uns dann gefährlich wurde. Also, ganz wild. Aber so ist es halt. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber wer weiß, vielleicht ist jetzt das Trainingslager, ne? Bringt neue Geschichten rein. Man weiß es nicht. Was sagst du zu Mukiele? Was soll ich dazu sagen? Ist doch noch nicht verpflichtet, oder? Oder hat der Plettenberg schon gesagt, dass er übermorgen verpflichtet ist? Sky exklusiv. Mittlerweile fangen sie an, 3 oder 4 Leute rauszuschicken zum Eckball, damit der Kimmich endlich eine Ecke an den Mann bringen kann. Ja, aber Kimmich hatte die kurzen Ecken gar nicht getreten. Ja? Das war ja wild. Wie sollen wir denn die Seite überlagern? Kimmich schläft doch ein beim Passspiel und auch bei Balleroberung dürfen sie Mittelfeld meistens direkt ein. Ja, aber da muss ja Kimmich auch nicht für ein Boot sein. Du gehst halt mit 3, 4 Leuten auf eine Seite, ziehst die Spieler darüber und einer von unseren Leuten muss den Ball dann rüberspielen auf die andere Seite. Ja. Da lässt du dann halt einen Sané stehen oder einen Fonsi oder sonst wen, der ein bisschen was dribbeln kann, der ein bisschen schnell ist und Attacke. Also, das ist einmal eins des Fußballs, Alter. Da muss ja nicht anfangen, dann den Querpass wieder auf den Kimmich zu machen, der den Querpass dann erstmal guckt, oh, wäre ich angelaufen, spiele ich nochmal zum Opa zurück, der spielt dann erstmal auf den Delicht und der Delicht spielt ihn dann auch zum Fonsi. Ja, dann ist klar, dass sie schon wieder formiert sind. Du musst schon dann, der Ball muss direkt an der Flankenwechsel kommen. Ja. Aber das sind ja Profifußballer, die sollten ja wohl einen Flankenwechsel spielen können, egal wer da steht. Also. Ja, aber die wollten ja nicht, die Hoffenheimer. Stimme ich dir zu, dass du dann, ja, habe ich ja gerade gesagt, hättest einfach mal hinten 10 Minuten den Ball zwischen den Innenverteidigern her spielen sollen. Aber die hatten ja gar kein Interesse daran. Ja, Flanken sind ja eh verboten. Flanken sind verboten. Ich bin kein Experte. Ich bin kein Experte, ey. Laut, was soll das heißen? Freund oder was? Innerhalb von 12 bis 48 Stunden, dann ist Mukiele da. Wir werden sehen. Ja, klar braucht der Kader einen Umbruch, aber das braucht er ja schon seit Jahren. Ne? Und ich glaube, das ist auch unabhängig vom E-Ball. Ich glaube, ein Freund sieht das auch. Er ist ja auch lange noch im Geschäft. Oh, der Olli schreibt. Ei. Wir haben keine Zeit, kreatives Spiel einzuüben, da wir ja eine Woche Videoanalysen machen und uns auf den Gegner einstellen. Sag nur Laptop-Trainer und Unexpected Goals. Wir machen doch nur 3 Videositzungen für den nächsten Gegner immer. Doch jetzt nicht so viel, oder? Und dann nochmal die letzten Infos 5 Minuten vor Ende nochmal reinreichen. Und dann bricht die Mannschaft auseinander, leider. Weil der Gegner, ach scheiße, jetzt könnte er doch eine Fünferkette spielen, da kommen wir gar nicht mehr klar. Was sollen wir jetzt nur machen? Ah ja. Ja, Gnabry ist ja nicht mehr unantastbar.
So. Leon ist ja auch nicht mehr unantastbar, zumindest wie es aktuell ausschaut. Große Sorge ist halt noch unser Obercaptain. Für einen Dyer haben wir eine Kaufoption. Ja, das verstehe ich halt nicht. Also der Vertrag von ihm läuft aus in Tottenham. Wir haben jetzt eine Leihe gemacht für ein halbes Jahr. Angeblich mit einer Option, dass sich der Vertrag verlängert. Aber warum sollten wir eine Kaufoption haben, wenn er gar keinen Vertrag mehr in Tottenham hat nächstes Jahr? Er wäre dann ablösefrei. Weißt du? So ein Ding. Komplett Banane. Das weiß ich nicht. Hat sich keiner dazu geäußert. Es kann natürlich sein, dass er den Vertrag bei Tottenham um ein Jahr verlängert hat, wir ihn deswegen ausgeliehen haben und ihn dann mit einer Kaufoption kaufen müssen. Aber das wäre ja dann richtiger Dummfick. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, sehr wahrscheinlich wird sich dann nichts ändern in der Mitte, denke ich auch. Nee, ich sehe den Mukiela auch nicht schlechter als Mazraoui. Und ich denke, der braucht einfach auch mal richtige Konkurrenz da. Dann wird der auch mal wieder ein bisschen an seine Leistungsgrenze gepusht. Und ein Dyer, ja, na klar. Englischer Nationalspieler, der bis zur letzten Saison unantastbarer Stammspieler bei Tottenham Hotspur war, ist natürlich ein Transfer der 3. Kategorie. Na klar. Na klar. Eigentlich ist das eine Nulpe, oder? Eigentlich kann der gar nichts. Ja. Aber gut, er hat natürlich keine 50 Millionen gekostet, weil dann wäre es natürlich ein Transfer der ersten Riege, ne? Ist ja klar. Sascha, ja, schafft er. Ich glaube an Heavy. Ich habe ein gutes Gefühl für Bremen. Aber eigentlich ist das schlecht, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Von daher. Dann sage ich am besten nein, er schafft es nicht, dann schafft das vielleicht. Oft denke ich an Paul Breitners Selbstverständnis, der vor langer Zeit meinte, man sei einfach rausgegangen, um den Gegner mit 5 oder 6 Toren aus dem Stadion zu schießen. Ja, aber das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gehabt. Ist ja so ein Gesellschaftsthema heutzutage auch. Das hat man nicht mehr so. Diese Arroganz vielleicht. Heute muss alles so korrekt sein, du musst immer, weißt du? Ja, das haben sie nicht thematisiert leider, ja, hat mich auch gewundert. Ja, ist ja erstens ein defensiver Spieler und dann ein Spieler, der nichts gekostet hat, weißt du? Da ist natürlich auch wenig Angriffsfläche vorhanden. Deswegen waren die Fragen sehr spärlich. Hab mich aber auch gewundert, dass es dann so wenig war. Aber Leute, einfach mal abwarten, wa? Wir werden noch sehen, was er da ja macht. Ich meine, wenn er die Option ist, dass wir mal mit einer Dreierkette spielen, hat es sich schon gelohnt. Ja? Und ich denke, den Erfahrungen, die er hat, sollte er auch ein passabler Innenverteidiger sein, wenn einer ausfällt. Also. Von daher, für mich alles tutti. Ja, die Licht wollen alle kaufen. Alle wollen ihn kaufen. Ist ja auch nicht das Problem, den loszuwerden. Ja, aber der wird ja schon ein bisschen Fußball spielen können. Weißt du, wie ich meine? Einfach mal abwarten. Ich finde es nur immer
wild zu sagen, ah ja, der hat nichts gekostet, das ist einer aus dem dritten Regal. Also nochmal, wir reden immer noch über Nationalspieler, Alter. Ja, der ist unter dem neuen Trainer nicht mehr gesetzt, weil der neue Trainer nicht mit 3er- oder 5er-Kette spielt. Ja. So, würdest du jetzt sagen, wenn De Ligt gerade ablösefrei wäre oder ein halbes Jahr Vertrag hat und du ihn für 4 Millionen kriegst, bei uns nicht gespielt hat, oder die 400 Minuten, die er gespielt hat, sagst du auch, boah, ich sag mal ein Transfer aus der dritten Reihe, Alter. Der ist ja. Aber wehe, du kaufst einen für 50 Millionen, der die größte Gruppe ist, Alter. Boah, haben wir aber wieder einen verpflichtet, weißt du? Fühle ich halt nicht solche Aussagen. Lass ihn doch erstmal ein paar Spiele machen, dann können wir das doch beurteilen. Und selbst wenn er dann eine Graupe ist und ein Transfer aus der dritten Reihe, ja, und? Dann ist er der Backup, für den er geholt wurde, nicht mehr und nicht weniger. Und dann ist doch Arsch geleckt. Hm? Fertig. Er ist ja nicht geholt, um Stammspieler zu sein. Ne? Da ist Minjay, da ist De Ligt und da ist ein Upa. Ja. Also. Wild. Hast sogar dem Bunasar eine Chance gegeben, ein Herzchen zu erobern, aber bisher funkt es nicht so zwischen uns beiden. Ich weiß auch nicht. Der hat sich komplett verfunkt. Ich glaube, der ist auf einer ganz anderen Frequenz irgendwie. Kann alles nur besser werden. Oh, so schlecht war es ja auch alles gar nicht, ne? Wenn ein Licht abgegeben wird, dann haben sie es nicht verstanden. Da darf man nicht auf Tuchel hören. Tja, was soll ich dir dazu sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Robben haben wir auch aus dem dritten Regal von Real geholt. Hier da bei uns mega. Aus dem dritten Regal von Real. Mhm. Ja, wenn der Tuchel Trainer bleibt, ist ein De Ligt weg, ist ja. Ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Red Munich 13. Bin jetzt im Insta-Business. Maßlos überfordert, aber ich bin im Insta-Business. Ja, Bunasar hat alles richtig gemacht. Aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht. Im Sturm fehlt uns ein Janka, im Mittelfeld ein Van Bommel und RV ein Lahm. Das sind die Lücken, die wir haben. Nee. Also Mittelfeld gehe ich mit, so ein Typ à la Van Bommel, ja, oder Effe, ist egal. Einfach eine Maschine. Aber ein Janka im Sturm, nee. Was so ein Heavy Kane, ist doch alles gut. Ein RV ein wie Lahm, ja, dann reden wir ja schon von der Weltklasse, also. Den wirst du halt nicht kriegen. Alaba und Groß haben Real auch nichts gekostet. War Groß ablösefrei? Weiß ich gar nicht. Hat der nicht noch ein Jahr Vertrag oder was? Und war für kleines Geld oder war der? Ich weiß es aber auch nicht. Kann auch sein, dass er ablösefrei war. De Ligt muss bleiben, aber denke, dass er wechseln wird, denn jemand wie De Ligt muss und will spielen. Ja, na klar. Hab ich ja gerade gesagt, wenn Tuchel Trainer bleibt, wird er wechseln. Also, aber das haben wir ja auch am Anfang der Saison schon gemerkt, in der Vorbereitung, da war das Tischtuch schon zerschnitten. Ja, das hast du da schon gemerkt. So, das passt halt nicht mit dem Trainer, das ist ja auch okay. Das ist halt einfach so. Jeder Trainer hat ja so seine Vorstellungen, so seine Spieler, die er nicht mag. Ist ja wie im normalen Leben auch. Du hast ja auch Menschen, die du nicht magst und so weiter. Und ja, dann ist das so. Und dann muss man den Kader halt dem Trainer gestalten. So. Aber ich fände es auch von Vereinsseite natürlich katastrophal. Ja. Aber du kannst ja dem Trainer auch nicht vorschreiben, jetzt hier, lass mal den De Ligt spielen.
damit der unser neuer Abwehrchef wird. So. Kann's ja auch nicht bringen. Groß war 30 Millionen. 30 Millionen sogar? Sagen wir Dyer, zweite Kategorie, oder habe ich euch falsch verstanden? Ja, da müssen wir erstmal Kategorien definieren. Was ist denn erste Kategorie? Auf was bezogen? Auf Marktwert, auf Alter, auf Erfahrung, auf Talent? Ist halt schwer, weißt du? So, auf das, was du brauchst. So, du brauchst es ja jetzt kein Innenverteidiger, wo du sagst, keine Ahnung, der soll jetzt einen Minjay, der soll einen Upper verdrängen. So, also unter Tuchel ist ja ganz klar, Upper und Minjay sind gesetzt. So, das ist sein Innenverteidiger-Duo, worauf er steht. So. Ging ja nie darum zu sagen, ich will da jetzt noch einen beiholen. Ja, wenn Tuchel Dreierkette spielen möchte, dann ist es sogar eine Kategorie aus erste Regal, weil er nichts gekostet hat oder fast nichts. Und der perfekte Spieler für eine Dreier- bzw. Fünferkette ist, für den mittleren Part. So. Sollte Tuchel weiter mit einer Viererkette spielen, denke ich, wird er immer noch in der Lage sein, wenn einer von den beiden Innenverteidigern, die aktuell spielen, ausfällt, dass er den Part spielen kann. So. Ich denke, aufgrund seiner Erfahrung, seiner Spiele auf einem humanen Level. Ja. Also von daher müssten wir erstmal Kategorien definieren und was man erwartet. Ja, du hättest natürlich auch, wie hieß er hier? Der komische Witsch, der jetzt nach Tottenham gegangen ist, den wir angeblich verpflichten wollen. Ja, hättest du natürlich auch verpflichten können für 30 Millionen und hast dann wieder einen 21-Jährigen, der auf der Bank versauert. Ja, was hätte uns das gebracht? Wäre das dann Transferkategorie A gewesen oder was? Der super wenig Erfahrung hat, der unbedingt spielen will und muss, deswegen ist er ja auch nicht nach Bayern gegangen. So, was hätte das gebracht? Der sitzt 80% der Spieler auf der Bank. So. Macht halt keinen Sinn, ne? Also von daher muss man das immer erstmal definieren, was man da halt haben will und was man braucht. So, jetzt hast du einen erfahrenen Spieler da, der für ein halbes Jahr da ist und danach ist er weg, wenn du den nicht haben willst. Also das hast du alles richtig gemacht. Also. Janka würde einige der Abwehrspieler fernhalten, damit man im Sturm kombinieren könnte. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn jetzt so ein Janka gegen Hoffenheim da gewesen wäre, was hätte sich geändert? Er hätte ja jetzt nicht 5 Spieler aus der Mitte rausgenommen, hätte die alle umarmt und wäre mit denen nach außen gelaufen, damit in der Mitte Platz wäre, dass wir kombinieren können, weißt du? Verstehe schon den Gedanken so, ja, da muss natürlich ein kopfballstarker Spieler dann sein und so weiter und so fort. Und den kann er dann auch rausziehen, wenn er sich mal fallen lässt oder sowas. Weil ist ja nicht, dass 4 Spieler da mitgehen. Also. Saar wollte eine Uhr am Zoll vorbeisprungen und sich erwischen lassen? Ich dachte, das war der Kalle. Der frech. Was ist noch ein Grund gegen Tuchel? Herr gut, Javi kannst du ja auch nicht ersetzen, ey. Kannst ja nicht. Ja, oder 21 ist ja auch egal. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Geld gekriegt für den Toni Kroos. Das war das, was ich so im Hinterkopf hatte. Nach Real meinten wir. Keine Sau kannte zuvor Dragosin. Ja, genau, Dragosin hieß er, genau. Nee. Und nochmal, der spielt ja bei uns eh nicht. Das macht ja wieder keinen Sinn. Das ist, weißt du?
Und dann hast du so einen Eric Dyer, der ist auch heiß, der hat auch dann, wenn der Harry Kane noch keinen Titel gewonnen hat, wird der auch noch nicht viel gewonnen haben, wenn er seit 10 Jahren bei Tottenham war. Außer seine 2 Jährchen bei Benfica, weiß ich nicht, ob er da was gewonnen hat. Also will der auch noch was mitnehmen. Und also ist der heiß und reißt sich den Arsch auf und knallt sich rein. So. Ist doch alles gut. Ne? Also für mich ist das ein guter Transfer. Kann natürlich sein, dass ich mich in 4 Wochen sage, Alter, was ist das für eine Graupe? À la Bunazar. Kann natürlich passieren, gehe ich persönlich aber nicht von aus. Wir haben Adam, wir haben Josh. Eigentlich brauchen wir keinen, ja. Da müsste der Trainer aber die Eier haben zu sagen, hier, Bam, die beiden setze ich dahin in Konkurrenzkampf und gut, aber das hat er ja nicht. Das ist ja eine wilde Frage. Wie bist du dazu gekommen, Bayern-Fan zu werden? Dazu bin ich nicht gekommen. Ich bin geboren und war Bayerner. Dazu kommt man ja nicht. Also ich weiß es nicht. Ich habe mir das nicht aktiv ausgesucht. Ich habe mich nicht, bin nicht irgendwann aufgewacht und habe gesagt, ich bin jetzt Bayern-Fan oder so. Das wurde mir einfach in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt mir das gerne mal reinschreiben, würde mich ja mal interessieren. Hat sich einer bewusst entschieden, Bayern-Fan zu werden oder war vorher sogar Fan vom anderen Verein oder was? Ich weiß das nicht. Also bei mir war das nicht so. Also seitdem ich denken kann, gab es einen FC Bayern. Und das war zu einer Zeit, wo es nicht erfolgreich war. Das will ich gleich mal sagen. Ich bin Mitte 80er Jahre reingestartet, ey. Das war jetzt nicht gerade glorios. Ja, wie gesagt, seitdem ich denken kann, war. Ich bin 75 geboren, also. Kam von meiner Mutter wahrscheinlich. Wo die nie wirklich so richtig Fußball im Hut hat, aber die war halt immer so pro Bayern. Mein Vater war ein Schalker, aber meinen Vater habe ich gehasst, also von daher. Ja, aber ich habe mir das nicht aktiv ausgesucht oder so. Wie gesagt, ich bin im Ruhrpott aufgewachsen, ich habe nur Schalker, Dortmunder um mich gehabt. War so der einzige Bayerner. Zu meiner Zeit gab es das halt nicht, da gab es doch keine Erfolgsfans überall auf der Welt verteilt, die Bayern-Fan waren. Also ich habe schon eine harte Schulzeit gehabt, was Fußball anbelangt. Also von daher. Fan von den Blauen und dann erkannte den Fehler. Okay, das ist krass. Ja gut, wo man geboren ist, ist ja eh Wurst, oder? Ja, der Lothar hat er wohl schon, ne? Lothar war auch eine Maschine. Ja, so ging mir das auch. WhatsApp. Ich habe da auch, wie gesagt, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ich habe mir da auch nicht zu entschieden irgendwie. Stehst auf Leistung und Erfolg. Ich wollte gerade sagen, als Münchner Kindl hast du ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten, oder? Die meisten Münchner sind doch keine Bayern, oder? Sind doch Blaue eigentlich. Ja, das magische Dreieck waren auch schöne Zeiten. Das waren schöne Zeiten für den VfB. Aber auch zum Angucken. Wo ich immer noch nicht weiß, was der Bobic da gemacht hat in dieser Zeit. Ne? Aber Balakow und Elba waren schon Legenden. Ich glaube, der Bobic wurde da einfach so ein bisschen mit durchgezogen. Ich fand den Bobic immer ein bisschen überbewertet. Mm. 75 war schon 8 Jahre alt. Ja, guck mal an. Bayern-Fan seit 74, ich habe sogar in Düsseldorf 76 alle Bayern-Spieler live getroffen. Wäre ist doch cool, Ben.
Hast du doch auf jeden Fall eine sehr geile Generation live getroffen. Ja, das glaube ich, WhatsApp. Das glaube ich. Ben, das ist egal. Das Autogramm ist ja nicht das Wichtige. Das Wichtige ist ja das, was man erlebt hat. Das ist doch wurscht. Klar ist das dann immer so ein Andenken oder so, aber wenn man das erlebt hat, ist doch das Wichtige. In Bayern gibt es schon noch etwas Lokalpatriotismus. Ja, aber es geht doch eher dann nach Giesing, oder nicht? Das ist auch schön, Sascha. Mit 11 und 12 schwankte ich zwischen BVB und Bayern und dann Ende 12, 13 wurde es Bayern. Okay. Vater Schalke hab ihn gehasst, alle Schalke-Fans sind zerstört. Ja gut, da können die Schalker ja nichts für. Ist ja nicht so, dass ich keine Sympathien für die Schalke habe, wenn sie irgendwie unten rumkraukseln. Habe ich ja auch immer ein bisschen Mitleid. Können die Schalker ja nichts für, dass mein Vater ein Arschloch war. Oder ist. Weiß ich gar nicht, ob war oder ist. Ist mir auch Wurst. Blaue geht's noch. Hab ja auch noch kein Autogramm von Kai. Ja, Olli, Bielefeld ist nicht so weit weg, ne? Aber dann nur auf der Arschbacke. Mit einem Edding. Am Anfang Bremen-Fan und dann mit dem Rea gewechselt nach München. Ei. Ich wollte gerade sagen, da ist aber dann... Er hat ja nicht lange gehalten, der Otto. Der Otto ist ja leider an unserer Medienlandschaft verzweifelt. Der kam ja gar nicht klar. Der hat einem ja richtig leid getan in den PKs. Minga, oder? Hier in München ist so halb-halb. Der Nachbar ist auch ein FCBler. Ich gehe auch gern mal gerne ins Grünwaldstadion. Ah, okay. Ja, gut, es hat einfach nicht gepasst mit dem Otto, ne? So, jetzt muss ich auch mal kurz hochscrollen hier. Ich habe nur erstmal eure Stories gelesen. Aber hier stand da noch was anderes dazwischen. Morgen werde ich Pep anrufen und ihn davon überzeugen, seinen ehemaligen Lieblingsspieler zu Man City zu holen. Wie findest du das und würdest du dich an den Telefonkosten beteiligen? Ach, das ist doch kostenlos heutzutage. Auf Handy anrufst, ist doch alles gut. Wie gesagt, der glaube, der Kimmich will gar nicht weg. Ich glaube, der ist zufrieden, wie es so ist gerade. Was man ihn auch nicht verdenken kann. Dafür hätte man ihn halt in Konkurrenz setzen. Vielleicht passiert das in der Rückrunde. I don't know. Vielleicht überrascht uns jetzt der Verein, beziehungsweise Tuchel uns alle und er setzt Kimmich wirklich in den Konkurrenzkampf aus. Aber guck mal, wenn Kimmich in keinem Konkurrenzkampf steht, warum soll er den Verein dann noch verlassen im Sommer? So. Wenn er bei uns safe ist, dass er immer spielt, so, er hat seine Familie hier, hat 4 Kinder, die gehen hier zur Schule und alles. Warum solltest du das alles ändern? So, wenn du gar nicht den Grund dafür hast. So, der Grund wäre ja, dass er bei uns kein Stammspieler mehr ist. So, dann würde man ja anfangen als Spieler, zumindest wenn man nicht Serge Gnabry heißt, sich zu hinterfragen, ja, ist das hier noch das Passende? So. Aber du hinterfragst dich das doch nicht, wenn du unangefochtener Stammspieler bist und von jeder Seite hörst, oh, ist unser Führungsspieler, ist unser Kapitän der Zukunft, Blasels, dann hinterfragst du dich doch gar nicht. Dann hast du doch auch gar keinen Grund zu wechseln. So. Ist doch völlig normal. Warum solltest du das tun? Ja. So ein De Ligt wird doch auch nicht über einen Wechsel nachdenken, wenn er bei uns das Gefühl hätte, jo, der Thomas und ich, das passt. Ich werde hier der Abwehrchef, habe ich Bock drauf. Der wird ja doch auch niemals über einen Wechsel nachdenken. Aber so wie es gerade ist, dass er weiß selber, er spielt nur, weil Minjay nicht da ist. Ja. So, dann denkst du natürlich über einen Wechsel nach. Ist so logisch. Diese Palina-Story ist auch extrem wild. Er war hier und schon im Trikot.
Muss wieder zurück und verlängert dann. Angeblich wird er im Winter dafür günstiger und dann ist er statt 65 nur 75 bis 80 wert. Aber ist doch normal. Also nochmal, es ist alles andere wäre auch, dann hätte er einen Vertrag verlängern müssen mit einer Ausstiegsklausel. So. Dann wäre das ja irgendwas gewesen, aber wenn du einen Vertrag verlängerst, mit deinem Marktwert ja nicht weniger, er wird ja höher. Das ist ja ganz normal. Meines Erachtens benötigen wir nicht Quantität, sondern Qualität. Da sind Dyer und Mukiele nicht die Spieler, die uns in der Champions League weiterbringen. Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen, denke ich. Die Frage ist doch, so ein Dyer wird doch niemals in der Champions League spielen. Also es sei denn, wir wollen mit 3- oder 5er-Kette spielen. Wie gesagt, wir haben für die Innenverteidigung einfach einen Spieler gesucht. Wenn jetzt wieder ein Innenverteidiger ausfällt und Min-Jae noch weg ist oder wieder 2 Innenverteidiger ausfallen, dass nicht ein Goretzka da auflaufen muss. So, das war die Vorgabe für den Innenverteidiger. So, dann gehst du ja nicht dahin und holst einen Innenverteidiger, der 80 Millionen kostet. Das ist doch völliger Schwachsinn. Für was? Der sitzt auf der Bank und ist unglücklich und hat gar keinen Bock, nach München zu kommen. So. Rechtsverteidigerposition gebe ich dir recht, da könntest du eine Kanone kaufen, ja, aber kauf mal eine Kanone in der Winterpause. So, wer gibt in der Winterpause seinen rechten Verteidiger ab, der Stammspieler ist? Auf diesem Niveau, macht keiner. Fertig, Punkt. Und dann ist so Mukiele eine gute Option. Mitleid für Schalke ist schlimmer als Hass. Ach, die Schalker, die brauchen ja kein Mitleid, sie sind so viel Leid gewöhnt. Die sind doch Leidresistenz, die Schalker. Die haben doch kein Problem, da nochmal in die 3. Liga zu gehen. Dann ist das Stadion trotzdem voll. Ich weiß nicht, warum ich den Sound nicht höre. Guck mal. Matthias, erstmal danke für dein Stufe 1 Abo. Habe ich auch gar nicht gehört vor einer Stunde. Ich muss mal gucken, warum meine Sounds nicht funktionieren. Ah, guck mal. Trickser. Trickser ist er. Bild. Und Mara, den natürlich auch danke. Du hattest Hinstellen eingelöst. Habe ich auch nicht gehört, siehst du? Aber das macht eh keinen Sound, ne? Auch vor einer Stunde. Bild. Muss ich mich jetzt noch hinstellen? Oder schon gar nicht mehr. Frech. Warum ist eigentlich schon wieder 9:30? Ich wollte eigentlich heute nur einen kurzen Stream machen, weil ich eigentlich müde bin. Bild. Aber gut, dann stelle ich mich jetzt noch 10 Minuten hin und dann ist auch ein guter Zeitpunkt, Ende zu machen. Wenn ich aber hier mal... Das war noch Zeit, ne? Ja, Jumbo, da hast du ja auch recht. Wenn Kimmich nicht auf der 6 spielt, sind wir stärker und unberechenbarer. Das sind wir ja auch. Haben die Spiele ja gezeigt, wo er nicht gespielt hat. Für die Rückrunde als Ersatz finde ich dir und Mukiele solide. Man bekommt eh keinen Guten in der Winterpause für wenig Geld. Ja, das ist vollkommen richtig. Man bekommt auch keinen Guten für humanes Geld. Du musst schon richtig tief in die Tasche greifen, ne? Und selbst dann ist das nicht gesagt, weil der abgebende Verein eben auch erst Ersatz suchen muss. Also, das kannst du einfach knicken. Dafür hat der Kaiser übernommen, auch eine wilde Zeit gewesen. Wer ist Gnabry? Spielt er noch? Ja. Beim FC Gucci ist er unterwegs. Aktuell war ein bisschen ausgebremst. Keine Ahnung, ob der besser ist. Weiß ich nicht. Bin ich nicht drin. Mir auch Wurst. Urteile den Spieler, der kommt, wenn wir uns den angeguckt haben. Klaus Augenthal, Hansi Flüger, von denen gab ich Originaltrikots. Geil. Auf dem Auge bin ich schon neidisch. Wo ich den Hansi Flügler auch gut fand bei uns. War schon ein gutes Duo.
Das Tor steht immer in der Mitte, deshalb spielt man hauptsächlich durch die Mitte. Das erklärt einiges. Und ich bei FIFA immer mit Flanken und Kopfball, ich Idiot. Ich hätte einfach wie bei uns schnurstracks aufs Tor rennen sollen, oder? Irgendwo habe ich was falsch gemacht. Dann nächste Woche. Nee, alles gut. Schaust gar nicht müde aus. Ja, das macht wahrscheinlich der Red Bull, hat's rausgerissen. Der Dosenclub. Habe ich unterstützt. Mit 88 Cent. Ach ja. WhatsApp dir schon mal eine gute Nacht. Howie dir auch schon mal eine gute Nacht. Ja, na klar, ich habe jetzt, wann war das? Vorgestern erst die Absage für Bochum gekriegt. Habe ich mich tierisch aufgeregt, weil ich bisher, ich habe, jetzt kann ich sagen. Ich habe nur Absagen bisher gekriegt. Ja klar bin ich Mitglied, seit, weiß ich gar nicht. Müsste ich nachgucken. Bin auf jeden Fall noch Mitglied vor dem riesigen Ansturm. Ich weiß gar nicht, ich habe meine Karte jetzt auch nicht parat hier. Weiß ich nicht. Grob geschätzt 20, 25, 30. Ja, nee, 20 Jahre, würde ich sagen. Müsste mal nachgucken. Aber ja, ich habe natürlich Tickets bestellt, aber ich habe bisher nur Absagen gekriegt. Außer Supercup-Spiel waren die einzigen Tickets, die ich gekriegt habe. Gegen Leipzig bin ich auf der Warteliste. Ja, das ist mein aktueller Stand. Wild. Gerade Bochum hätte ich schon gefeiert. Aber nee. Und wenn ich nach München fahre, muss ich halt schon immer eine Planungssicherheit haben. Weil das ist für mich halt eine Anreise von 650 Kilometern. Das ist halt immer nicht so einfach. Aber ja, ich bestelle immer für alle Spiele. Immer am Anfang der Saison, bam, einmal durch. Und gut ist. Ich hab auch gute Jahre gehabt. Da habe ich mal so, ich glaube, das meiste waren 8 Spiele. Oder 9, wo ich Karten gekriegt habe. Aber seitdem es so viele Mitglieder gibt, ist es halt viel schwieriger. Leider. Deswegen können die Dosen hier die ganzen Spieler leisten. Ach nee, komm. Die Dosen, zumindest die Dosen hier bei uns da in Leipzig, ist ja nicht so, dass die, also die haben ja zumindest aus meiner Wahrnehmung das Ganze besser gemacht, als es damals Hoffenheim war, oder? Also man hat ja nie das Gefühl gehabt, dass sie nur reingebuttert haben, sondern die haben ja immer gleich so die Besten für teuer Geld verkauft, oder? Also das kann man denen ja nicht so vorwerfen, wie es bei Hoffenheim eine Zeit lang war. Die haben ja dann erst irgendwann diesen Dreh gekriegt, wo dann das Stadion gebaut wurde und so weiter. Dann haben sie ja irgendwann auch angefangen zu sagen, jo, wir gucken jetzt mal, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Aber gut heißen müssen wir das nicht, ne? Nicht falsch verstehen. Also, ja. Als Auge auf der Trainerbank geschlafen hat. Das ist eine Legende, ey. Nee, ich trinke ganz selten Red Bull eigentlich. Oder so Energy Drink. Bin da nicht so der. Bis auf Dortmund auswärts. Ja, habe ich leider auch Absage gekriegt. Mir auch aufgeregt. Gegen Leipzig ist kein gutes Oben. Ja. Naja. Das erwarte ich auch, ey. Harry Kane mal Gas gibt. Ja, gegen Leipzig haben wir mittlerweile genug offene Rechnungen. Ausblick und Tipp von denen Champions League gegen Lazio, bitte. Ich bin da immer noch bei dieser Kimmich-Geschichte, aber ich glaube, Tuchel wird das ein bisschen rigoroser gestalten mit Miosch. Wenn auch vielleicht nicht ganz gewollt. Ich sag, wir kommen souverän weiter gegen Lazio.
Selbst wenn Kimmich 6 spielt, ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Stand, hoffe ich zumindestens, dass wenn Kimmich richtig schlecht spielt, dass er ihn auswechselt. Das ist meine Hoffnung. Aber gegen Lazio sollten wir klar weiterkommen. Ergebnisse, I don't know. Ist mir Wurst. Aber wir kommen gegen Lazio klar weiter. Ohne größere Probleme. Als Normalo-Mitglied brauchen wir mittlerweile einfach Glück, vor allem für Auswärtsspiele. Ja, ist leider so. Heim geht ja noch. Ja, kommt drauf an, was man ankreuzt. Ne? Ich habe halt diese Saison Heim nur Stehplatz Süd gemacht. Also nur Stehplatzkategorie genommen. Werde ich aber nächste Saison, glaube ich, auch mal auf die Sitzplatz-Kanaken umsteigen. Ich glaube, das steigert die Chancen, wenn ich beides in Betracht ziehe. Ja. Ich war leider auch erst zweimal in der Allianz Arena 1:1 gegen Leverkusen unter Heinkes und ein 6:1 gegen Bremen unter Guardiola. Ja, hast du da auf jeden Fall zwei legendäre Trainer erlebt. Wehrclubs halt, ja. Ich kenne halt seinen Kanal, darum mag ich das absagen. Ja, das ist auf jeden Fall keine gute Werbung, ja, das stimmt. Ja, Josh hat gesagt, er will doch FV spielen jetzt, ja. Dass er nie gesagt hat, dass er das nicht spielen wolle. Da hat es auf jeden Fall geknallt, ein bisschen intern, glaube ich auch. Dann fahre ich alleine. Quatsch nicht. Chico, guten Abend. Ich war gegen gerade über den weißen Tee. Okay. Sitzplatz mache ich nicht. Ja, Quatsch. Stimmt mal. Wir übrigens mal Stimmung machen auf der Tribüne. Nee, wie gesagt, ich bestelle immer. Ich sag ja, ich muss einen Fanclub gründen, dann ist alles besser. Ja, erst recht bei ihrer Größe kann die da stehen, das ist gar kein Problem. Schwert sich auch keiner dahinter. Bei mir wird es schon schwieriger. Dann sehen 4 Reihen hinter mir nichts mehr. Ich hätte ja auch noch gehofft, dass wir Pokal ein bisschen weiterkommen. Da ist ja dann auch immer noch mal eine Chance da, aber nee. Ja, Martin, ist ja nicht so, dass ich nicht skeptisch bin mit Tuchel. Ja. Aber danke für die netten Worte. Musst du aufs Klo, du wackelst so. Ja, ich mache gerade Dehnübungen hier, weißt du? Ich stehe halt, weißt du? Und dann einfach so still stehen wie beim Bund. Kann jeder, weißt du? Ich muss nicht aufs Klo, ne. Alles gut. Ja, für den GB ist ja jetzt eh vorbei, ne? Er hat uns den Flitzer versprochen und ist nichts passiert. Das war schon sehr enttäuschend. Das ist wie Tuchel. Immer reden und dann nicht liefern, ne? Das war schon wild. Zack, und wieder. Es wäre geil, wenn ich meine Zerrung hätte. Der Krankenschein einreichen. Hätte ich mal Zeit. Roland wünsche dir auch eine gute Nacht. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. So, wir haben noch 1 Minute. Ihr dürft noch die letzten Sachen raushauen. 10 vor mein Feierabend. Haben noch 3 nur gewonnen. Ja, eben genau deswegen ja. Wir haben abgemacht, du machst Werbung für den Kanal, wenn du da blank über den Platz läufst. Damit, wenn die Kamera dich einfängt, schön. Aber nein, nichts passiert. Als IT-Fritze kannst du auch mit Zerrung arbeiten. Ja, wenn ich zu Hause bin, ja. Wenn ich Homeoffice mache, geht das. Ansonsten kann ich schlecht Auto fahren, weißt du?
Lieber Kai, auf X hat ein BVB-Fan geschrieben, bei Bauernaufstand habe er zuerst an den FC Bayern gedacht. Ist das nicht gemein? Ja, aber das ist doch das normale, der normale BVB-Assi-Fan. Doch normal. So wie es bei uns Assi-Fans gibt, gibt es halt bei denen auch Assi-Fans. Dann erinnerst du sie mal kurz an letztes Jahr, 34. Spieltag, und dann ist da auch sofort Ruhe. Da musst du dir keine Sorgen machen. Gut, Leute. Danke für den guten Stream. Ich habe nicht gedacht, dass der heute so lange geht. Ihr habt mich wach gehalten. Sehr gut. Vorbildlich. Wir sehen uns nächsten Montag. Vielleicht zu einer späteren Zeit, weiß ich noch nicht. Wenn, wird's angekündigt werden. Und ansonsten, ja, denk mal, Freitag ist PK oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht gibt es noch eine PK aus dem Transferlager, aus dem Trainingslager. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Jeder Verein hat Assi-Fans, genau. Arschlöcher gibt es im März genug. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, ne? Und eine schöne Restwoche und wir sehen uns auf YouTube, wer Bock hat. Wer ist dein Lieblingsspieler? Aktuell kann ich das nicht beantworten. Haben wir vorhin schon mal gehabt, das Thema. Ganz viele. Tschüssi. Schönen Abend. Genau, Josh. Wir nehmen Josh. Und Serge.